Bonjour, Brian. Guten Morgen, jetzt haben wir es. Yeah, guten Morgen, Bello. Wie gesagt, für euch noch ein paar Sekunden, für uns durch die 6. Nacht. Durch die 6. Nacht trifft es sich gut. Heiter erfahren ist das Ghetto zum Heimkommen gestern, Mann. Ja, also ich habe ja den Weg ins Zelt gehabt, einfach mit flotschnassen Flossen und bin jetzt zum Glück von dir und deiner Frau mit Gummistiefeln versorgt worden. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was du erlebt hast beim Heimkommen. Ja, so crazy ist es eigentlich gar nicht gewesen. Unser Kollege hat einfach gesagt, er geht schnell heim duschen, weil er irgendwie eine Band schauen wollte, wo man so nahe wohnt. Und dann hat er gesagt, er kommt uns wieder holen. Und wir haben dann gesagt, hey, nein, easy, unsere Kollegin ist auch gerade da und fährt auch bei uns vorbei. Von dem her können wir ja dort durch und mit ihr mit. Und dann haben wir das Gefühl, cool, machen wir. Und dann haben wir angefangen, Instagram-Stories von Vodio gesehen, wo das Granny getaggt haben, we need help, weil ein Auto im Schlamm gesteckt ist. Und dann haben wir weitere Instagram-Stories gesehen von Leuten, die im Schlamm stecken. Dann haben wir so gedacht, hui, es könnte eventuell noch unterhaltsam werden heute Abend. Oh je, meine. Und dann, dann ist es long story short. Unser Kollege ist dann wieder dahin gefahren, weil wir nicht gewusst haben, ob unsere Kollegin das Auto aus dem Schlamm kriegt. Und dann bin ich dort neben ihr vor dem Auto gestanden und haben nur so gedacht, du kommst jetzt mit uns mit und nimmst mein Auto, um dann von mir heim zu dir heimzufahren. Und ihr System war immer noch da auf dem Parkplatz? Ihr Auto hat da geschlafen, ja. Okay, wie so okay. viele Autos wahrscheinlich. Ja, in der Tat. Es ist wirklich, aber jetzt, eben, die letzte Aufnahme, die ihr gehört habt, jetzt sind der Brian und ich in der Massenvernichtungswaffe Hawaii-Bar ausgenockt worden. Weil, also, gut, du hast den ganzen Tag ein bisschen gekapselt. Ich habe erst angefangen nach dem letzten Interview. Ja, ich hatte einen schönen Tagespegel gehabt. Für mich war es eigentlich gut gewesen. Ja, aber das Ding ist, weißt, ich bin dann mit dem Nico zu der Hawaii-Bar und ich glaube, das habe ich gestern schon erzählt, bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiss nicht, was die denn machen. Ich habe einen Gin Tonic gehabt. Bin voll gewesen. Dann habe ich mir nochmal einen zweiten Gin Tonic geholt. Und dann hast du mir, glaube ich, noch ein Bier in die Hand gedrückt und ich hatte einen Mordskater heute Morgen. Das ist noch heavy. Also, irgendetwas ist in dieser Hawaii-Bar rein. Die Gins, die haben es in sich. Ja, oder wir sind uns heute beim Hinfahren auch einig gewesen, dass in der Hawaii-Bar wahrscheinlich das Wasseralkohol drin hat. Das könnte gut sein. Alles eigentlich ein Hard Seltzer. Es erklärt sich jetzt auch einiges, wieso das die Schotten von Bleed From Within sich letztes Jahr nicht so abgeknapst haben. Yep. Also, wie der Umi gesagt hat, die Hawaii-Bar hat die Schotten dicht gemacht. So, jetzt ist Day 2. Wir haben schon eine kleine Bühnentour bekommen vom Umi himself. Flott. Einfach so. Genau, ihr, die den Podcast hört, kennt ihn. Er ist der Booking Manager vom Opera Grenichen. Wir sind schon in Breakdown of Sanity, Vicious Rain, Small District und Vodio reingelaufen. Vodio hat, by the way, den geilsten Soundcheck ever gehabt. Erzähl, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich bin einfach vorgerannt, wie ich sie gesehen habe. Und das war einfach so klassisches Vodio-Chaos. Okay. Es ist einfach fucking Golden Retriever Energy des Jahrhunderts, überall, immer. Das war wirklich geil gewesen. Und dann, einfach aus dem Nichts, ruft so einer hinter der Bühne, hinter der Führer so, hey Bello, wir sind auch da. Und dann ist einfach der Rest von meiner Band Matchbox Whispers da, als Drumtech und Stagehand für Vodio. 2 Roadies. Nicht mehr Gut, nicht. zum Fair sein, der Oli braucht wahrscheinlich einen Drumtech, weil er sieht es ja nicht. Ja, aber nicht zu viel vorgreifen, weil sie sind unsere ersten Gäste heute. Genau, ja. Hey, haben wir mal kurz einfach mal schnell anhand vom Tagesplan, wo unser Hals hängt, recappen, was wir gestern gemacht haben. Ja, also das haben wir ja gestern schon, ausser Konvent und also weißt, ich will nochmal so mit ein bisschen nüchternem Köpfchen einfach mal so den gestrigen Tag noch mal kurz recappen. Alrighty. Und dann haben wir da, glaube ich, auch wieder ein souveränes Intro gemacht. Und heute probieren wir noch auf den Platz rauszugehen, um ein bisschen Leute zu filmen und so. Ich glaube, wir müssen das leider wahrscheinlich machen während einer Band, die man geil findet. Ja, zwangsläufig. Weil es spielen eigentlich nur geile Bands heute. Weil, um dritte Wahl aber jetzt haben wir halt ein Interview. In der Tat. In der Tat. Also, ich habe eigentlich nur die gleiche Meinung wie gestern. Dass die meisten Acts, die ich gesehen habe, unglaublich toll waren. Yes. Und dann eben, nachdem wir gefilmt haben, bin ich schnell noch zu Convent gerannt, das meiste von ihrem Gig gesehen. Mega gut, voll der Stilbruch, weil sie machen so Doom Death Metal, all female. Aber es war mega gut gewesen. Wirklich, gerade nach Descendants, so etwas, eigentlich genau das Gegenteil von dem Sound. Hammermischung. Ja, ich bin nicht darauf klar gekommen, wie aus ihr raus die Vocals gekommen sind mit diesem Gesichtsausdruck. Weißt du, was wir noch erzählen müssen? Oh, was? Ja, gestern, nachdem wir aufgenommen haben, es ist ja ständig die Band Adam Angst hinter uns durchgelaufen. Ja, stimmt. Hinter unserer Kamera und hat reingeschaut. Als wir die Aufnahme fertig gemacht haben, sind wir aus dem Container rausgelatscht. Und dann steht einfach der Sänger von Adam Angst mit seinem Rollkoffer so ein bisschen lost vor uns.
Und wir haben ihn so gefragt, ob er etwas sucht aus Scherz. Und er so, ja, sein Bus, aber er sieht ihn halt nicht. Und dann haben wir mit dem Herrn noch ein Pläuschchen gehabt. Ganz ein angenehmer Schwätz gehalten. Ja, es war wirklich sehr cool gewesen. Ich habe ihm, glaube ich, Fanboy-mäßig gesagt, dass ich sie die beste Band gefunden habe heute Abend. Aber ja, dann haben wir jetzt mit ihm ein bisschen gepläuschelt und das war cool gewesen. Und dann sind wir einmal reingehockt, das Zeug verräumen. Dann ist er nochmal uns vorbeigelaufen, hat uns noch einen schönen Abend gewünscht, wenn ich es richtig im Sinn habe. Ja, korrekt. Und dann sind wir weitergelatscht und dann rennt der Gitarrist von ihnen, also Gitarrist von Adam Angst, Bassist und Sänger von Fjord, so einer Portion Nudeln aus dem Zelt raus, überrennt hier der Brian und mich. Und dann so, oh, sorry Jungs. Rennt er so uns vorbei, zurück im Backstage oder zum Bus. Ich weiß auch nicht mehr genau, was sie gemacht haben dann. Aber das war fast mein Highlight vom gestrigen Abend. Wirklich ganz eine unerwartete, angenehme Begegnung mit denen. Ja. Sehr funny gewesen. Wirklich Adam Angst, wenn er... Ich habe schon von Leuten gehört, dass sie... Ich habe wirklich schon Dankesnachrichten bekommen von Leuten, dass sie wegen mir Fjord hören und die Band darum lieben. Und ja, wenn du Punk geil findest, vor allem also das schön destillierte, aber destillierte auf die Grunddings vom Punk, einfach schnell, dreckig, gute Message, dann musst du unbedingt Adam Angst hören. Check it out. Und What You. Unbedingt. Ich freue mich so hart, dass die heute eröffnen dürfen. Ay, Vale Tudo. Haben wir auch noch gesehen. Und dort ist sogar noch irgendetwas Geld. Ich habe es sogar noch geschafft zu schauen. Ich habe es noch gesehen. Ja. Ich bin nämlich im Backstage gehockt. Also, es war sowieso lustig. Jedes Mal, wenn ich im Backstage hineingelaufen bin, ist der Nicky dort auf dem Sofa gelegen. der hat, glaube ich, der muss Miete zahlen dort, weil der ist nie dort weggegangen. Und er hat nachher, sind wir dort auf dem Sofa gehockt und dann ist der Micky auch noch gekommen. Dann sind wir zu dritt auf dem Sofa gelegen. Und dann haben wir so das Gefühl gehabt, haben sie mir erzählt, dass sie jetzt dann bei Vale Tudo auf die Bühne gehen. Und das war geil. Das war eine richtig geile Collab. Das war wirklich geil. Und wir hören jetzt da gerade meiner Meinung nach eine der besten Metalcore-Stimmen auf dem Planeten. Ist es der Mr. Carlo Knöpfel? Nein, das ist der Mr. Dave von Vicious Rain. Alles klar. Carlo hat natürlich auch eine sehr brutale Stimme. Ja. Aber als ich das erste Mal den Dave gesehen habe, dort zumal noch mit Amongst Pariahs, habe ich das Gefühl gehabt, holy fuck, Alter. Weil wenn er mal durchgeht und von ganz unten ganz rauf geht, innerhalb von einem Atemzug, ja, das ist heftig. Das ist heftig. Von dem her, wir freuen uns auf... Also, warte, nehmen wir jetzt gar nicht. Was haben wir jetzt gestern alles gehabt? Ja, eben. Sind wir noch nicht durchgegangen. Also, mit Vale Tudo schliessen wir eigentlich den Kreis. Den Rest haben wir gestern schon erzählt. Ja, wir haben ja noch Rise of the North Star gesehen, aber das ist so ein bisschen... Ja, es war nice mal. Hat da geregnet bei ihnen, aber da können sie ja nichts dafür. Genau, meiner Meinung nach hat Vale Tudo mehr geklebt als Hatebreed. Da ist der Brian anderer Meinung. Aber ja, wir klären das nachher noch mit einem Pimmelkampf. Genau, Pimmelfechten. Pimmelfechten. Ja, und heute freuen wir uns in dem Fall einfach schon mal, ich glaube, 20 Minuten. Wir gehen jetzt dann gerade noch den Jungs Backstage alles Gute wünschen. Freuen wir uns auf What You, dann Vicious Rain, Velvet Two Stripes, The Warning, dritte Wahl, Alkaline Trio, Breakdown of Sanity und Silosis. Alter, mein absoluter Highlight, das Festival. Und das ist erst Mainstage. Genau, und auf der kleinen Stage spielt What You und mein anderer absoluter Highlight, What You und The Small District. Beides absolute Highlights von dem Festival. Yeah. Dann kommt, glaube ich, irgendwann dieses absolute Highlight. He? Genau, zuerst noch Future Static und nachher mein Highlight, Escuela Grind. Wenn du dich schon immer Wunder genommen hast, wie geht's mit Grindcore, was ist das? Sie schulen dich wahrhaft ein in das Thema. Hey, wir haben doch gerade noch irgendetwas erzählt voran, wo wir gesagt haben, wir müssen es im Podcast erzählen, wo wir da angelaufen sind. Was ist das jetzt schon wieder? Das war die Bühnentour mit dem Umi, das haben wir Nein, voran haben wir noch etwas gehabt. Wir sind angelatscht und du hast noch eine Story erzählt. Ah, ja, aber das ist ja, wenn wir die Person dann treffen würden, dann kann sie es erzählen, oder? Das ist nicht etwas, was ich weiss aber nicht, was erzählen. es war. Ja, halt so ein Zelt, das aufgestellt wurde. Nein, nicht das. Nein, nicht das. Dann weiss ich nicht was. Wir haben über irgendetwas geredet, wo wir da angelatscht sind. Jetzt, warte schnell. Wir haben dann den Mike gesehen und dann hat es mich abgelenkt. Mysteriös. Mal, der Nico, Kameramann Nico. Auch nicht das, aber... ich habe gemeint, es wäre jetzt wirklich das. Ja, das können wir auch erzählen. Er hat bei Hatebreed 7 Typen einfach mal gnadenlos ausgenockt und hat nur eine winzig kleine Wunde an seinem Zeigefinger. Ob das eine wahre Geschichte ist oder nicht? Frage den selber. Findet ihr vielleicht in der nächsten Wurstrunde raus? Nein, Alter, was war das jetzt schon wieder gewesen? Es war etwas mega Lustiges gewesen. Aber was? Hast du irgendeinen Anhaltspunkt? Hey, ich weiss nicht, wie das mit der Hawaii war. Das haben wir ja wie auch schon gebracht. Ja, eben, darum frage ich mich, ob es das war, ob es etwas anderes war. Es war höchstwahrscheinlich noch nicht so wichtig, sonst würde es mir jetzt wieder in den Sinn kommen. True. Von dem her, ja, wir freuen uns auf einen neuen Festivaltag und
wir hören uns in höchstwahrscheinlich 2 Sekunden. Ja, und zum Abschluss, es kommen nämlich auch noch Encore, Bridge City Sinners und Tool. Jawohl, wir sehen uns dort, Jazzy. Suddenly I see. Hey, guten Tag am Open Air Grenichen. Brian, für uns sind es wieder etwa 3 Bands gewesen, im richtigen Leben und auf dem Podcast höchstwahrscheinlich 2 Sekunden. Ja, und jetzt sind wir verrissen. Genau, wie die Leute, die den Podcast schauen und nicht nur hören, sehen. Wir sind sogar hinter dem Backstage vom Open Air Grenichen. Backstage. Mit 4 Jungs von Audio. Sie haben eben so eine grandiose Show gespielt, dass sie sogar noch zusätzliche Zeit bekommen haben. Es ist ein Bühnenmanager auf die Bühne gekommen und hat das Gefühl gehabt, gib diesen Boys noch Minuten und die anderen vorher so, ja, machen wir. Aber zu dem später mehr. Und dann haben sie das Gefühl gehabt, sorry Boys, es gibt es nur als 4. Und in unserem kleinen Container hat das halt keinen Platz. Darum, sorry Leni, es ist nicht so, dass wir deinen Container nicht schätzen, aber da aussen ist es einfach halt ein bisschen geräumiger. Ja, Boys, ihr seid ja noch nie bei uns im Podcast gewesen, gell? Noch nie, nein. Nur gehört, noch nie gewesen. Gut, dann würde ich doch sagen, stellt euch einfach mal schnell vor. Ihr könnt das sonst von mir aus der Reihe noch machen, wer ihr seid, was ihr in der Band macht. Und dann wäre es cool, wenn einer von euch schnell kurz die Bandgeschichte bis jetzt in etwa 2 bis 3 Minuten zusammenfassen. Perfekt, machen wir das doch. Also, ich bin der Andi, ich spiele Bass und singe. Neben mir, kannst du kurz selber sagen? Yes, ich bin der Oli, ich spiele Drums und singe. Ich bin der Ricardo, ich spiele Gitarre und ich singe hauptsächlich nicht. Und ich bin der Louis, ich mache Gitarre und tue auch singen. Ja, logisch, hä? Logisch, oder? Und zusammen sind ihr Bodio. Zum Louis Genau. noch ein Fun Fact: der Louis hat anscheinend gerne Tacos. Ah ja, das Ich haben wir habe gesehen auf der Tacos, Gitarre. ja. Das verkläuft mich jedes Mal, wenn ich Also das auf dieser nein, Gitarre das sehe. man muss das natürlich deklarieren. Der Oli, der NASA-Oli von Naked Soldier, ich habe die Gitarre von ihm abgekauft. Der hat die Stickers draufgelassen und das ist eigentlich meine Gitarre, aber er spielt live immer mit dir. Und der Oli hat gesagt, ich darf Ich sie habe die abkaufen gern. für 100 Stutz, ich darf sie einfach nicht wegnehmen. Und das haben wir jetzt bis jetzt klar. Ja, er hat gesagt, ich darf sie nicht wegnehmen, jetzt haben wir es so. Ja. Die Stickers sind wirklich geil, die machen es wirklich aus. Aber ich habe also- gleich gerne Tacos. Okay. Das ist das Wichtigste. Also schenkt uns Tacos. Geil. Louis vor allem. Ja, also. Nein, komm, erklärt doch mal schnell für die Leute, die nicht das Glück haben, euch im Grenich jetzt gesehen, was ihr so für Musik macht, wie lange das eure Band schon gibt und einfach so kurz, wer ihr sind. Eigentlich bin ich als letztes dazugekommen, wobei das auch schon über 3,5 Jahre her ist, also überlasse ich Bandgeschichte den OGs da. Ja, also ganz angefangen Musik machen, Oli und ich in der Sek. Der Ganz Leni ist based. am Pissen da drin. Können wir einen Close-Up machen auf den Pisssack? Nein, also. Bandgeschichte. Wir haben- Hau einfach raus, voll okay. Also, auf jeden Fall, Vodio. Wir haben angefangen, Oli und ich, Musik machen in der Schule. Also, ich habe Klavier, er hat die Drums. Damals habe ich noch Klavier gespielt. Ich habe 3 Days Grace angefangen zu hören und Billy Talent und habe irgendwie gefunden, Rock ist voll geil. Dann habe ich nicht wirklich gecheckt, was Punk ist und irgendwie bin ich auf NoFX gekommen. Ja, und dann ist es... beide auf NoFX gekommen. Also, wir sind irgendwie einfach irgendein ist auf NoFX gekommen. sind irgendwie auf NoFX gekommen und dann ist es eigentlich ratzfatz gegangen. Ich habe probiert, Gitarre zu lernen, ist nicht so gut rausgekommen. Einfach so, ja. Dann bin ich irgendwann auf Bass gekommen, dann ist der Louis als Sänger gekommen. Ist Ja, dann aber als Gitarrist gezwungen worden, Gitarre zu lernen. Ja, ich bin eigentlich als Sänger dabei gewesen zuerst. Erste Probe und dann haben sie gefunden, ja, wir brauchen eigentlich einen Gitarrist. Dann habe ich gefunden, ja easy, dann bringe ich mir halt selber Gitarre bei. Weil ich es nicht so gut geschafft habe, habe ich Bass gemacht. Gute Aufteilung. So haben wir es eigentlich so ein bisschen aufgeteilt, so Grundlage mal. Und damals haben wir noch bei mir im Österreich gespielt, also mit einem kleinen Mongo-Amp und sein Drum hat halt Löcher in der Fälle gehabt, weil es uns einfach auch nicht so gekratzt hat zum Teil. Wirklich so haben wir angefangen, kumpeln wir mal für, es ist gar nicht zu lang, wir haben ganz viel geprobt, wir haben ganz viel Gitarrenwechsel gehabt. Dann ist zum Glück der Ricky nach dem 1000 Stinzer, also nicht so viel, aber wir haben sehr viel Gitarrenwechsel gehabt. Dann ist irgendwann Ja, ich zum habe Glück noch der eigentlich Ricky gar zu keine uns so gekommen. Ahnung von Punk gehabt. Ich habe zwar Green Day gekannt und tatsächlich auch so Betontod, aber irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, hey, ich wollte wieder mal in einer Band spielen und ich habe das Gefühl, Punk wäre hure lustig. Also habe ich so Inserat nach Punk sortiert. Dann sehe ich so Wodef. Also dann habe ich herausgefunden, dass es Vodio ist. Ja, ich habe es gesehen und das erste, was ich gelesen habe, innerlich war Wodef. Dann habe ich so gesagt, Er, by the way, ist der Ist Grund, meine wieso Schuld das mit Ding dem so Wodef. nein, definiert das heißt nicht Wodef, es heißt Vodio. Du hast uns so viel Trouble schon gebracht. Ja. Also, na egal. Dann habe ich ihnen halt geschrieben und dann bin ich so zu ihnen angegangen und gesagt so, ja, voll, mach mit und so. Und so bin ich irgendwie auch zu dieser Musik gekommen. Und Sehr jetzt bin ich halt nice. da, ja. Was hast denn du vorher noch so für Musik gemacht oder gelost? Vorher bin ich voll im Metal drin gewesen. Ah, ja gut. Aber irgendwie bin ich dann so übergeswitcht zu Punk. Und ich bereue es Darum hat nicht. Flying V.
Ja, darum hat Flying V. Das Macht hat so Sinn. Und die krassen Solos, so die Kerry King Solos, die einmal kommen. Gary King. Ja, Alter, das ist wirklich geil gewesen. Also ich habe im Fall ein paar Leute im Publikum gesehen, die so da gestanden sind und das Gefühl haben, so, Alter, was zum Fick habe ich jetzt da gerade gesehen? Ja, wirklich. geil. Also, Einer von meinen Kollegen hat sogar das Gefühl gehabt, also der ist wirklich mit offenem Mund da gestanden und hat das Gefühl gehabt, Alter, das ist die beste Punkshow, die ich in meinem Leben, glaube ich, je gesehen habe. Ey, und ich schwöre, das heißt eben, und das ist wirklich ein krass, also wenn das eine Person, 100 Leute könnten uns ausbauen, aber dass eine Person sagt, ja, das ist die krasseste Punkshow, Alter, das bedeutet hure viel. Das bedeutet und vor allem am richtig viel. Granichen, da so viele krasse Bands. Ja, Alter, Granichen. Hey, also es hat schon ganz viele krasse Bands, aber ich sind im Fall nicht irgendwie da unten dran am Anstehen. Also, das ist Ja, wirklich, wirklich. Also- ihr habt rein, was ihr abgeliefert habt, habt ihr da mit allen Bands, die ich da bis jetzt gesehen habe, locker mitheben können, wenn nicht sogar ein bisschen oben runterginken. Richtig. Wir haben Zugabe bekommen, das war schon geil gewesen. Wir sind so Stimmt. weggelaufen, haben Gitarren abgezogen und dann auf einmal höre ich so, ihr habt noch Zeit. Ich frage vor allem den Crew-Dude noch bei Musiker, ich frage, ja, können wir noch einen spielen? Und er so, nein, ist vorbei. Ja. Ich so, ja, okay, ist auch okay, verstehe ich, weißt du? Ja. Ich mag mich noch sehr gut erinnern, als ich euch zum ersten Mal gesehen habe. Das war in Bülach, wo Bella seine Band Matchbox Whispers auch gespielt hat. Mega Und geil gewesen. Ihr habt als Erste kommen und die sind einfach der Wahnsinn gewesen. Und geil dort, ja, kurz darauf ist der Bella eben zu mir im Podcast gekommen, wo es Metal Servelo noch nicht gegeben hat. Und dann habe ich ihm Das ist schon ein gesagt, Zeitchen her. He? ja, dann habe ich ihm gesagt, hey, die Vorband, die du hast, Wodef, die sind der Hammer gewesen. Und er ist voll drauf eingestiegen. Ja, Wodef, die sind hure gut. Und die sind noch viel jünger als wir. Das ist krass. Wir haben Schiss gehabt, um nach denen auf die Bühne zu gehen. Alter. Und genau so ist das mit dem Wodef entstanden. Also, tut mir leid für all den Trouble, den wir hatten wegen dem. Ja, es ist mehr lustig, es ist ein Mythos, oder? Und niemand checkt es, wie aussprechen. Es tut ja beitragen. Es ist auch funny. Also. Aber für uns ist es ja, weißt, für uns ist es ja nicht. Aber ihr habt keine Komplikationen gehabt, seit der Putin ein bisschen durchgedreht ist. Von wegen mit dem Wodef, dass ihr jetzt alles das Gefühl habt, ihr seid draussen. Nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Das ist alles, das haben wir uns Nein. aushalten. Wobei Vodef steht, also Vodeo. Nur ich jetzt eigentlich selber Vodef, weißt du? Das ist so das Gaslighting, das da passiert. Gaslighting, du. Ja, wirklich. Nein, es heißt ja Vodeo. Das ist ursprünglich entstanden aus 2 Wörtern und zwar... Das wird, glaube ich, lieber der Oli sagen. Ja. Ich habe mal, als ich jünger war, ein Mischgetränk gemacht aus Wodka und Mountain Dew. Ich habe das Vodka genannt. Und wir hatten dann nur noch so Trash-Bandnamen gehabt. Und dann ist der Andi oder Traffic Jam. irgendjemand- Ja, Traffic Jam oder Blurry Vision oder so. Der Blur 2. Nein, oder, nein, den gibt's ja schon. Und dann hat jemand mal gesagt, ja, Vodka. Und dann haben wir uns Vodka genannt. Hure gut. Endlich wissen wir, warum Vodeo und nicht Wodef. Aber das finde ich sau geil, weil Stone Sour heisst ja auch ein Cocktail. Ah, okay. Die sind auch noch mal Long Drink benannt. Wir wollten eigentlich Vodka, also literally das Getränk auf dem Campingplatz verteilen, aber irgendwie ist die Idee dann gestorben, weil man denkt, das kickt halt Hure rein. Jungs, Und ihr solltet das einfach mixen und dann als Merch verkaufen. Das haben wir mal gemacht in einem Gig. Also, Ja, unser zweite Mal erster haben wir das Gig haben wir das gemacht. Also der erste Gig, wo ich dabei war, dann haben wir das gemacht, so, weil wir Schiss hatten, dass wir, wenn wir Scheiße spielt, dass das schlecht überkommt. Dann wir lieber die Leute abfüllen. Dann haben wir ihnen einfach allen ein Volume gegeben. Das sind die Leute besoffen gewesen. Das hat voll die Absolutes Moshpits gegeben. Marketing, absolut Ja, da kommen wir gut über, stabile oder? Marktstrategie. Und dann einfach statt besser spielen, dann wir die Wahrnehmung von der Crew beeinflussen mit Alkohol. Also, und vor allem mit Mountain Dew, das hittet halt schnell rein, dann checken es noch weniger, weißt Aber du? weißt du das Problem? ja. Achtung, Wespe gegriffen da. Aber das war jetzt nicht 2021 gewesen. Danke. Ja, und dann habt ihr doch das allererste, was ihr released habt, ist so eine EP gewesen, wo live war auf dem Hof oder so. Hat ihr Live auf geheißen? dem Hof, ja. Das ist das eines von euren ersten Konzerten gewesen, wo ihr einfach aufgenommen habt, oder wie ist das gewesen? Also das erste, das wir wirklich aufgenommen haben, aber es ist irgendwie das dritte, das vierte, hätte ich gesagt. Wir haben 2-3 Mal am Heißkraft gespielt und einmal an der Hausparty war es das erste gewesen. Also Das war das erste Open Air, wo ja, wir das erste gespielt Open Air. haben. Plötzlich nice. sind Das zweite Gig mit Fußbrochen mir dort. gewesen. By the way. Es ist hure schlammig, sind sie gerechnet und die haben sich umgeschupft und eine Box ist auf die Bühne gefallen. Also Monitor, Warte, das warte. sieht man Du hast glaube das ich Wespe auch in den Getränk im dran. Canvas auf Spotify oder in den Live-Videos. Also die Box ist auf die Bühne gefallen und jemand hat sich den Fuß gebrochen. Leck, Ja, okay. vor allem am Schluss ist der Krankenwagen gekommen. Ja, Also und dann- sorry für den Fuß. Also es war mein zweiter Gig mit dieser Band gewesen und ich so, ey, schau mal, wie die Punk-Sache halt ist. Und dann beim zweiten Gig, wenn die Ambulanz kommt, ich glaube, das war eine gute Entscheidung gewesen. Also, Action aber hast du es auf geht jeden in eine Fall. gute Richtung. Sehr geil. Dann ist aber auch schon die EP rausgekommen, du hast ein Shirt da, oder? Die heisst Juan. Juan. Ja, er hat ein grosses Ding dazu beigetragen. Ja, ich habe Okay. einfach, wir haben so gedacht, wir machen das Brainstorming, um einen guten Namen zu finden.
Und dann, weißt du, so ein Kollege von mir, ich habe gerade mit dem geredet, der heisst Juan. Und dann habe ich einfach gedacht, so, hey, ich fange einfach mit Juan an und hoffe, auf dem entsteht etwas, oder? Das heisst, die nächste heisst Dios. Ja, ich habe einfach Juan reingeschrieben, einfach zu einem Anfang haben, damit Leute irgendwie anfangen Ein nachdenken. Working Title, ja. Ja, einfach ein Anfang. Aber alles, was nachher rausgekommen ist, haben wir scheiße gefunden. Also, Ich kann auch tiptop passen, es ist kurz, Ja, es ist ja. bündig, man kann es sich merken, oder? Das ja, stimmt doch. Juan. Es passt aber auch wirklich, es ist, wie ich gestern schon bei Valetudo gesagt habe, es ist einfach auch on point für die Band, es ist on brand. Es ist richtig geil. Ich habe Dings, ja, auch das Backdrop ist komplimentiert worden von euch. Weil es einfach so aussieht, als ob ihr es einfach selber gemalt hättet. Das hat tatsächlich ein guter Kollege von mir gemalt, der Sprayer ist. Ah, yes. Und dann habe ich so Nice. gedacht, hey, zu uns würde sicher ein Backdrop passen, das gesprayt ist. Es passt irgendwie, oder? Dann habe ich ihm gesagt, so, hey, mach mal. Und ich habe ihm gar nicht groß gesagt, was er für ein Design macht. Ja, Ich wir habe haben einfach mega so- viel Freiheiten gelassen. Wir haben Wir gesagt, haben mach uns- mal etwas Geiles, Genau. punkmäßig. Genau, und dann hat er einfach das gemacht, uns Backdrop gezeigt. Wir haben das total verliebt in das. Ja, es ist wirklich geil. Also es ist wirklich von Hand gemacht. insane. Sehr geil. Also wahrscheinlich könntest du es gar nicht zahlen, wenn du es zahlen müsstest. Ja, stimmt. Wir haben es gezahlt, aber er hat natürlich uns einen recht gut... Freundschaftspreis. ja, genau. Ja. Hey, habe ich eigentlich vorhin richtig gesehen? Jetzt mal jetzt ein bisschen aufs Grenchen zurückkommen. Ist das eigentlich... Ist das Fuck! So, ist das euch das erste grosse Festival, das ihr gespielt habt? Definitiv. Mit Abstand das größte, was wir je gespielt haben. Sehr geil, sehr geil. Ja, und man hat es gesehen, am Anfang so die Leute noch ein bisschen verschlafen gewesen und so, und am Schluss von ihm Gig war das Zelt wirklich recht voll gewesen. Ja. Also ihr habt voll gezogen gehabt. Gut, es war auch die erste Band, gewesen, also hast du Ja, zuerst mal müssen, natürlich. wie ich Ja, schon... aber für werden. das, ey, ich habe im Fall nur schon am Anfang gedacht, ich habe Angst gehabt, dass, weißt du, wir sind angekommen und ich so, bevor dass wir gespielt haben, habe ich kurz von den Wings reingeschaut und ich so, ey, wenn es so bleibt, bin ich eigentlich voll happy. Das sind immer noch doppelt so viele Leute wie sonst. Voll easy, weißt du. Das sind immer mehr gewesen und alle, ey, das ist, ja, ist krass. Das ist Ja, wirklich geil also, gewesen. vor allem eben dann... Die haben wir in unserer Box nicht, die Wespe, oder? Hui, das ist mir jetzt schier in die Hosen rein, das hure Viech, Alter. Da Die musst du Wespe aufpassen. Umi, by the way, wieso hast du Wespe als Headliner gebucht? Das ist nicht so cool. Ja, wirklich. Aber sonst ganz geil. Nein, eben, und, Abgesehen davon super. ja, ich habe es eben gesehen, sind das eure Oranges? Sind das eure Orangen? Nein, die Amps. Ja. Nein. Nein, Nein. Das Einzige ist, Nein, dass wir es- spielen nicht mal mit unseren eigenen Apps, Alter. Das ist doch gleich, Hauptsache es chattert. Aber bis jetzt 2 Gigs, nein, einen mit meinem Amp gespielt. Einer haben wir mit Simon gespielt und heute Ja. haben wir sein Drum gehabt, das ist Highlight. Und Ja. mein Bassamp habe ich gehabt. Also ist das einfach die Backline vom Grenichen gewesen, die zwei Oranges? Ja, das ist richtig, ja. Das ist Nicht stabile schlecht, ey. hure Backline, Mann. Die haben uns hure viel zur Verfügung gestellt, also Gitarrenkabel und all das. Können wir Und bitte noch ein Shoutout machen an die Crew? Sorry, Ja, sorry die sind Ricky. Alter, die so sind so Ehrenleute. nett, so viel geholfen. Wirklich alles, überall beim Eingang, überall, whatever. Greniche Ja, Crew, mega. Greniche Crew, Ehre, wirklich. Du kannst Merci so meinen vielmals. eigenen Guitar Boy bekommen. Du hast einen Guitar Boy gehabt. Erzähl mal, was hast du mit ihm so gemacht? Falls er Seite reißt oder so, kommt er. Nein, mehr so, wenn du einen Guitar Boy hast, weil ich habe noch nie einen Guitar Boy gehabt. Ich Aber wüsste der nicht. kommt einfach so da und sagt so, hey, schau, wenn du ein Problem hast, dann ist gut. Ich so, okay, wenn es der Seite reißt, bringst du mir unsere Ersatzgitarre. Voll dabei gewesen, immer geschaut, dass alles stimmt. Immer, weißt du, das ist so, weißt du, hast so dich so willkommen gefühlt da, weißt? Und die haben nicht mal einen Anschiss gehabt, gar nicht. Die sind so richtig happy gewesen, dass sie uns haben können helfen. Und das hat natürlich auch den Gig viel besser gemacht. Also sie haben auch Bock gehabt, dass Ja, auch genau. geile Die Leute haben einfach Bock, das haben wir gestern schon festgestellt, Alter. Alle haben hure Bock, auch beim Auto, wir sind ja festgesteckt, die haben uns voll geholfen. Da, Ja, die Crew gestern. hat hure Bock, alle haben Bock und es entsteht einfach etwas hure Geiles. Es ist wirklich Sag mal, insane. euer Management läuft weg. Unser Management. So, für alle, die sich fragen, wer jetzt da hinten durchläuft, das wäre der Rest von Matchbox Whispers. Matchbox Whispers. Was sich da irgendwie eine Gästeliste, also wie nennst du das, was sich da Backstage besser gegaunert haben, indem das behauptet, sie arbeiten für What You. Das ist unsere Crew, hallo? Genau, der Silas hat dafür mein Paddleboard zusammengepackt. Der Silas hat dafür auch schon 4 Bier getankt, bevor ihr gespielt habt. Ja, das ist weißt du, so funktioniert das. Das ist alles Das ist doch Punk. Ja, ist geil. Ja, ist geil. Nein, aber eben, so sonst, Auftritt, wenn ihr sagen, habt ihr auch so Lied gespielt, habt ihr es gut gefunden? Also ich finde, ich habe manchmal wirklich krass komisch gespielt. Aber 90% war gut gewesen und ich habe es geil gefunden. Es ist wirklich, der Sound ist gut gewesen, alles in allem hure geil. Ich glaube, der geilste Auftritt, den wir je hatten, für mich persönlich, wegen Ja. den Leuten. Weil ich mache einmal so einen schrägen Circle Pit und ich sehe, wie die Leute rumrennen. Ja. Das haben wir so noch nie gehabt. Auch das Feedback von den Leuten zu bekommen, die Energie. Also ich kann normalerweise schaffe ich zum Beispiel bei Linkin Park, da das Cover rumspielt, Given Up. Der Scream ist kein Problem eigentlich live. Aber weil ich so rumgekommen bin und ich habe es fast nicht geschafft, das durchzuziehen. Ich habe es irgendwie noch geschafft. Und das haben wir auch gezeigt. Das ist wirklich, das hat mich einfach
voll ans Limit gebracht, aber es war geil gewesen. Also ich glaube, wir haben okay gespielt. Genau gleich bei mir. Ich bin irgendwann so, ich habe so gedacht, so, hey, wenn wir schon da sind, dann gebe ich alles. Und dann gumpe ich auch umeinander und renne umeinander und all das Zeugs. Und gebe dem einfach die volle Priorität, weißt du, dass es gut aussieht. Und dann irgendwann so in der Mitte vom Set habe ich mich voll so unter Zucker gefühlt, weil ich so voll alles Ja, es Du ist hast einen geil. Gocki geholt, das habe ich gesehen. Und dann bin ich halt hinter mein Gocki geholt und habe halt Gocki getrunken, um Zucker reinzubekommen, um weiterspielen. Und ich habe mich völlig, weil ich habe das Gefühl, ich habe da, weiss nicht wie viele Kalorien verbrannt, weil ich die ganze Zeit rumgumpen war. Ich denke dann, hey, wenn ich rumgumpe, dann heute. Also, Ja, es ist einfach so Ja, scheißegal. es ist- Wenn du am Arsch bist, ist einfach go, oder? ja, Was? absolut, einfach alles geben. Und auch wenn mal vielleicht eine Note nicht ganz trifft, Hauptsache, Das merkt eh nie jemand. Die einzigen Leute, die merken, dass du nicht das die sind Note wir. richtig gespielt hast, sind die Und auf vor der allem, Bühne aber drauf. es merken wir, obwohl es gar nicht stimmt, weil du bist immer so, oh, spiele ich richtig, und schlussendlich ist es richtig gewesen, weißt du? Das ist irgendwie... Vor allem am Schluss interessiert es eh niemand. Die du noch auf der Bühne stehen, wenn es nicht einer merkt, dann ist er entweder ein hoher Fan und dann findet er es entweder lustig oder er ist so, der hat sich einer verspielt. Oh ja, genau, ich habe noch enough, Zucker fair gebraucht, aber nachher mit ein bisschen Gocki ist dann gegangen. Also Coca-Cola, gell? Das war eine super Visitenkarte von euch. Wirklich, ihr habt Vollgas gegeben, rumgekommen, Leute angestachelt, mitgerissen vor allem. Ich habe es einen genialen Gig gefunden. Und ich hoffe, es haben ein paar Leute gesehen, die sonst Festivals organisieren. Weil euch würde ich sofort wieder schauen gehen. Es war eine Merci Hammer-Performance gewesen. Ey, merci viel Ich würde Dank euch für auch die am Votes. Greenfield schauen gehen. Oh ja. Greenfield. Ja, das sagen wir nicht nein. Ja, und sonst, was freut ihr euch heute noch so? Es ist ja, bei dir weiss ich es, Ricky, du freust dich Yes. ganz sicher auf Breakdown of Sanity. Wow, ich finde die richtig geil, ja. Ist gut, musst am 6:45 musst du noch aus dem Container hinterkommen. Ja, da kann ich mich da Du musst einfach einen reinschleichen. Stift mitnehmen. Hätte ich sogar. Hast du einen Stift? Ja, ja. Ja, ist gut, dann musst du nur dein Shirt mitnehmen oder deine Gitarre oder was auch immer, was du unterschrieben hast. War geil. Das regeln wir schon. Ah, das Unterhose war finde ich mein super, Bier. ja. Weißt du, Andi sein Bier, das vortrollt, aber das ist chillig gut. Wenigstens windet es nur und regnet nicht. He? Das ist doch gut. So, freust du dich noch so, Andi, heute? Ja, also ich muss mich, es ist jetzt relativ uninteressant, aber ich muss auch sagen, Breakdown of Sanity ist einfach brutal. Das wette ich gesehen, ich habe es noch nie live gesehen. Ich kenne es auch noch nicht so lange, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe es erst gecheckt, wo ich bin mit dem Umi dort im Mail-Kontakt war und dann hat er eben das Line-Up rausgegeben und dann habe ich gesehen, Breakdown of Sanity. Okay, schaue ich mal rein und Alter, das ist fucking crazy. Was Vor allem, die die haben den spielen. Soundcheck vorgemacht. Als wir angekommen sind, haben die einen Soundcheck gemacht. Wir sind so draußen gewesen und die haben Traces gespielt. Ja. Ich habe so gedacht, Ja, also die das sind eine ja, Sache ist auf Spotify und dann... Ja, es ist mir eben auch so, also vor allem, was ich jetzt eben bei ihnen so cool finde, ist, sie sind auch voll down-to-earth Guys. Also wenn du im Backstage vorbeilaufst, kannst du auch einfach Heu sagen. Weil die Story, wieso dass wir ja bei ihnen im Podcast waren, ist, weil der Oli mich am Imperican Festival angequatscht hat wegen dem Podcast. Darum eben, sie sind auch mega nette Sicher. Es ist wirklich ganz, ganz geile Sicher. Und ja, freue ich mich auch schon drauf. Auf die freuen wir uns. Jetzt aber noch Louis und Oli. yes. Was steht bei euch noch an? Hey, Descendants ist gestern schon gekommen. Also, ja, heute eigentlich auch noch einen Breakdown of Sanity, weil ich habe Bock, zum halt so live Metal Drums zu hören, weil ich nehme es einfach Wunder, so wie tönt das live. Kann ich gestern schon ein bisschen hören, aber bin ich hure gespannt bei denen, weil auf Spotify tönt das hure krass. Ich kenne zwar keine Namen von den Liedern, weil ich nur so einfach reingelassen habe, ohne zu schauen, wie die Namen sind, aber die sind hure fucking krass. Also schon die und sonst weiss ich gar nicht, was sonst noch läuft. Oh, noch eine Sache, die ich nicht erwähnt habe. Ich wollte mal einen Square Grind sehen. Ich wollte mal Ich wollte mal so richtigen Grind mal live Grindcore, sehen. Weißt du, Alter. so richtig... Ja, genau. Sie sind absolut genial. die sind ja Ich bin bald, letztes oder? Die Jahr sind jetzt 3-mal dann. schauen. Ja, sie sind am 5:30. Ja, eben, da können wir die nachher schauen. Tipptopp. Anderthalb Unbedingt. Stunden. SQL Grind, ja. Ja, voll, bei mir ist sicher auch Breakdown of Sanity. Wir sind voll die Wollt ihr Fans. sicher mal Alter. Tut mir reinschauen? leid. Ich finde es gerade super. Ich finde super, dass wir da einfach die Punkband haben, meiner Meinung nach. Und keiner von euch findet Alkaline Trio, sollte man schauen. Ja, nein, weißt du, Descendants und Dings, Adam Angst gestern. Tipptopp. Alter, Adam Angst. Nein. Sind mal ruhig, Matchbox Whispers, a.k.a. Management von Dings. Kannst du da hinkommen und ins Mikrofon hier reden? Nein, ja, erzähl weiter. Ja, nein, keine Ahnung. Also Adam Angst ist geil. Also ich muss wirklich sagen, gestern haben wir ein paar geile Bands gesehen und heute, ja, die sind alle auch wirklich mega, mega top, aber ich glaube wirklich Breakdown of Sanity und SQL Grind. Das sind die wir noch schauen wollen. Gute Wahl. Ja, voll.
Sehr nice. Dann danke Vodio, dass ihr da sind. Das will ich Danke fürs Aussprechen. Es ist aufgenommen, jawohl. Jawohl. Hey, wey, ciao zusammen. Also, wir sind jetzt zum zweiten Mal ganz schnell zu unserem Backstage zurückgehöselt, weil Small District hat schon auf uns gewartet. Und wir hocken jetzt alle zusammen im Bunker. Von dem her, Brian, willst du noch das Gleiche sagen wie vorher? Jawohl, nur ein paar Sekunden und schon sind sie da. A Small District. Willkommen. Hallo zusammen. Hallo. Genau, ja, ich habe vorher vergessen, wie die Kamera auf Play zu drücken, darum haben wir das Ganze nicht mal müssen machen, oder? Aber ist ja egal. Ihr sind ja schon mal beim Brian im Podcast gewesen, wo der Ricky und ich auch dabei waren, um den Josh ersetzen. Darum, Richtig, ja. dort habt ihr euch schon mal vorgestellt, kurz. Darum jetzt bei Metal Serval das erste Mal. Von dem her möchtet ihr euch schnell vorstellen, also wer ihr zwei sind, was ihr in der Band macht und dann eventuell kurz das Bandportfolio durchrattern für alle, die jetzt euch da gesehen haben und buchen fürs Greenfield. Yes, das ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt. Hey, ich bin der Björn, ich bin der Sänger von Small District. Und ja, wir machen, schlussendlich machen wir auch New Metal, würde ich sagen. Ich bin der Edu oder Adrian von Small District und ich würde auch sagen, wir machen auch New Metal oder so. Ja, da würde ich auch sagen. Super, es fängt der Warning wieder an mit Zimmer. Aber solange wir uns hören, ist alles gut. Das ist alles gut, Das ja. ist tipptopp. Eben solange, ja, genau. Das fährt ja schon noch an. Ganz sicher. Ja, Also, ja, Nu Metal, wie sind ihr... Hast du gerade noch etwas Ich kann anzufangen? genau das fragen. Wie kommt man eigentlich darauf, Nu Metal zu machen? Also, ich glaube, ursprünglich war es eigentlich der Remo und ich gewesen. Ja. Ich glaube, es war noch im 2010. Oder irgendwie so, glaube ich. Und wir sind irgendwie nach langem mal wieder so eine Chocolate Starfish und Hotdog Flavored Waterscheibe in die Finger gekommen und gefunden, die Huren Riffs drücken wie so. Und irgendwie haben wir dann angefangen, wir haben so ein bisschen umexperimentiert und irgendwann, wenn wir so einen halben Song angefangen haben, haben wir mal einen Björn gefragt, dann haben wir einen Avi gefragt, oder zuerst Avi, dann Björn. Aber Was man noch muss sagen, ist, dass der Remo auch der grösste Linkin Park Fan ist der Welt. das kommt noch dazu. Hast du in dem Fall Backstage gerade ein bisschen Herzklopfen bekommen, wo du Given Up covered hat? Hast du das mitbekommen? Hey, dann sind wir Jetzt sind ihr Gell, wahrscheinlich sagen hinten wir. gerade am Fokus Dann bin ich gewesen. im Tunnel gewesen, ja, genau. Ja, okay. Am Eindehnen. Aber haben sie das gemacht in dem Fall? Ja, es ist auch die einzige Band, wo ich das Cover wirklich akzeptiere, weil sonst, ich habe nicht das Gefühl, dass es Live it up. Given Up, der mit dem 20-Sekunden-Scream drin, dort, wo so... Geil. Ja. Geil, Mann. Und sie haben einfach etwas gleich geschickt wie der Rest vom Linkin Set. Park. Drum. Ja. Okay, ja, der hat es Remo. Er hat es eigentlich schon von heute sowieso gehört. Yes. Ja, ihr habt eben wirklich ein Handling für die Riffs, die eben das Publikum animiert, um wirklich ein bisschen abzugehen, um ein bisschen shaken. Ich habe auch gefunden, ein bisschen etwas von Clawfinger haben da noch drin im Sound. Das ist geil, Mann. Ja, hure gelassen. Aber ich war noch ein Kind, aber hure geil gewesen, ja. Bei mir ist es aber schon ewig her, als ich das erste Mal von denen etwas gehört habe, muss ich zugeben. Ja. Das ist irgendwie, darum habe ich gedacht, den Vergleich habe ich noch nie No, gehört. ich finde schon. Also eben, gerade, vielleicht ist es so das Festland-europäische Nu-Metal-Zeug, das ein bisschen anders stöhnt als das zu Amerika. Okay. Könnte ich mir noch vorstellen. Ja, gut möglich. Ja, aber Ja. Clawfinger, es hat was, aber es tönt doch ein bisschen anders, habe ich dann das Gefühl, Amix. Ja, also ich kann nicht sagen, ihr wäret eine Coverband von denen, gar nicht. Ihr habt definitiv euren eigenen Stil. Ja. Aber in dem Fall hat das etwa im 10 angefangen. Und wie ist da eure Karriere als Small District etwa verlaufen? Für jemanden, der noch nichts von euch gehört hat. Was habt ihr schon alles gespielt? Was wollt ihr noch spielen in Zukunft? Ich glaube, spielen wenn wir echt alles. Also, heute ist das beste Beispiel. Es war wirklich ein unfassbarer Auftritt gewesen, irgendwie. Es war schön, es so viele Leute gehabt. Es ist gleich 2 Tage und 4 vor 3. Ich weiss nicht, wenn ich gestern den ganzen Tag da gewesen, ob ich heute um 4 vor 3 wäre, selber nicht gestanden. Darum ein grosses Merci an alle, die da waren. Es ist gefällt. Darum, Auch von mir ein riesen Merci alle. ja. Und eben 12 haben wir mal wir haben zuerst mal so eine 3-Track-Demo aufgenommen, einfach selber, self-made. Und so sind wir dann eigentlich rausgekommen, dass zumindest die Leute mal etwas hören können. Wirklich Demo-Tracks einfach. Aber, das ist noch eher... Ich mache schnell die Türen zu. Ja, das ist noch eher so ein bisschen... so richtig Linkin Park orientiert gewesen, oder? Ich glaube, mehrheitlich schon. Ja. Es ist, Ja. es ist viel mehr eben die Linkin Park Richtung gegangen dann. Und erst später irgendwie, also wir haben mal so eine Phase gehabt, wir haben gefunden, wir wollen es ein bisschen roher halten, weniger Samples.
Auch so ein bisschen aus einer Zeit heraus, wo wir so ein bisschen Probleme hatten mit Samples live. Hat es wirklich geklappt? Du hast nicht irgendwo so das Crosstalking und plötzlich das Klick gegen Haus auch noch oder irgendetwas so. Ja, das haben wir eben verdammt oft gehabt. Ja. Ja. Wir haben immer Angst gehabt, weil eben bei uns sind Samples eigentlich, das ist wie ein Instrument, ein weiteres. Es muss genau gleich laut sein, weil es einfach schon einen Messer vergibt. Und ja, die Songs tun eigentlich schon ganz anders. Darum haben wir Absolut. Also, Zeit Riffs, gehabt. die eigentlich mit dem Sample leben und die allein hörst, findest du, das ist irgendwie vielleicht nicht so krass. Oder, ja. Ja, ich glaube, das Doch, ist das erste Mal, als ich euch gesehen habe, auch irgendein Issue gewesen. Ich habe, glaube, der Avi hat mir nachher gesagt, hey, hat man die Samples eigentlich gehört aus? Und ich so, was für Samples? Und dann hat er sich gesagt, ja, in dem Fall Ja, das haben wir eben genug manchmal gehört, dann zumal. Und dann, zumal Phase gehen, wo wir das ein bisschen weniger haben gemacht haben. Also bei der Self-Titled EP oder so, da haben wir möglichst schlank und wenig, also haben wir mehr mit Scratches gearbeitet. Und klar fehlen die dann auch, aber wenn die weg sind, verhält es irgendwie gleich noch. Darum ist es so ein bisschen der Weg. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also wir wollen all das nicht. Also wir wollen möglichst eigentlich Samples brauchen. Das ist wie ein weiteres Instrument und cool eigentlich. Darum haben wir wieder angefangen, das viel oder vermehrt zu brauchen jetzt. Genau, auch im neuesten Release jetzt so, seit im Januar draussen ist, aber es ist, glaube ich, ein bisschen härter geworden, würde ich sagen. Auch wer das frühere Zeug schon kennt hat oder schon mal gehört hat. Neue Geräte für live getestet, ausprobiert, gemacht und Genau. und. Also jetzt, ich glaube, jetzt haben wir die Kiste irgendwo herschießen, es sollte noch gehen. Ich will es nicht machen, aber es sollte eigentlich noch gehen. Ja, für solche Konzerte oder eigene Mischer, er kennt uns und weiss, was er machen muss. Und, Ja, das ist Genau. wichtig. Und generell sind Samples, glaube ich, momentan ein bisschen mehr als Instrument angeschaut und die Mischer haben das Gefühl, haben die noch Samples? ja, es hat sich verändert. Also ich habe das selber gemerkt, du wirst aktiv mehr gefragt, ob du Samples sicher. hast und ob sie schicken kannst. Ja. Also so ganz früh, uns noch anfangen, war es fast cool gewesen, wenn wir einen Mischer hatten, der irgendwo von irgendeiner anderen Richtung ist gekommen. Weil die haben meistens irgendwie viel mehr mitgenommen oder mitgearbeitet. Und die so Metal-Mischer, die haben auch immer so noch Samples. So was? Ja, Was ist das für ein neumütiger Hure-Scheiss? Hey, ich könnte das Instrument nicht selber spielen. Wieso muss sonst noch etwas kommen? Sorry, bei Kräuter hat es das einfach nicht gegeben. Dann komme ich zu dieser Anekdote, wo wir auch einen Soundcheck hatten. Und dann das Mikrofon schnell. Und dann habe ich da mein Check, 1, 2, 3, Check. Und dann kommt der Mensch nebenan, sorry, muss es tönen wie in einem Telefon? Irgendwie. Auch schon halt ins Mic so gehabt. Und halt nicht so hat reingeschrauben. Ja. Ich habe mal alles erlebt und da sind die Samples natürlich auch zu leislich. Aber die Zeit hat sich wirklich verändert und ich glaube, seit schon ein paar Jahren jetzt ist es massiv viel besser. Ja. Das heisst, ihr habt einen guten Trick angewendet früher, so Soundcheck gemacht und dann Samples einfach aufgeschraubt. Ja, eigentlich schon. ein, zwei Bands, die das Oder mehr anders am machen. Messer gesagt, dass es einfach, du hast einfach viel zu laut. Und das ist gerade okay gewesen. Ja, meistens, genau. Samples mit einfach, du musst nachher nichts mehr anderes hören, nur noch Samples. Und dann hast du sie etwa so, damit sie etwa gleich laut sind wie der Rest von der Band. Exakt. Ja, genau. Ja, das ist so. Eine Sample-Geschichte. Brian, hast du auch Sample-Geschichten? Du kennst wahrscheinlich weniger, hä? Ja, ich bin selber nicht in einer Band, ich kenne das weniger. Aber es gibt so ein Festival, wo ich weiss, wo man keine Samples dürfen verwenden. Das No Playback Festival. Dort könnten die in dem Fall nie spielen. Ach krass, nie davon gehört, ist das so? Ja, in Deutschland. Nur True Metal Bands. Ja, also Destruction und so Zeug Okay, spielt ja. dort. Halt die eben alles von Hand machen. Ja, Gut, aber aber ich glaube, die spielt Mehrheit man. vom Publikum Länge haben. Entschuldigung? Also wenn ziemlich jemand und Sündis spielt, Hören das und- würde gehen. Das würde wahrscheinlich gehen, ja. Weil dann drückst du so. selber auf die Live, Taste. live. Ich kenne da sollte ich eigentlich kein sagen, Problem. Synthes live spielen wäre so ein Pain, Mann. Shit, falsche Taste für Ja, nein, aber die Bühnen, die wir so spielen, da wäre. Wenn wir noch eine Synthi müssten auf die Bühne stellen. Gut, heute hat er Platz gehabt. Heute haben wir Platz gehabt, ja, ganz klar. Ja. Aber sonst wird es auch fast ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt. Ich glaube, hätten wir das Winti, wo wir zusammen gespielt haben, dort unten in dem Keller noch ein Synthi. Genau. Und dort noch ein Synthi drücken, wäre so ein knapp Aber wirklich geworden. richtig geiles Konzert. So ganz, ganz Super, früher es hat Anfang. gefällt. Wo ich noch wirklich so mit ganz anderen Band, ganz früher hat so einen gehabt, der auch bei Synthes gespielt hat. Dort hat man dann irgendwo so bei den Leuten irgendwo an der Wand, also, da war die Bühne etwa so gross gewesen wie der Raum. Und irgendwie ist es gegangen mit Schlagzeug. Keine Ahnung wie, aber es hat irgendwie geklappt und jeder war irgendwo gewesen. Weiss auch nicht. Ja, Das ist ja. echt so deine 30 cm Raum, Ja. wo du einfach so machen Da, kannst. da lernst du eben dann wie. Ja. So ein bisschen bewegen. Ja, das ist, du musst irgendwie mal unten durch, damit du dann oben kannst rauskommen kannst. Es ist wirklich geil, was für Bühnen du kommst und denkst so, okay. Vor allem jetzt, wo jede Viertelband mittlerweile ein Rack hat mit In-Ear-Monitoring und allem.
der Ich glaube, wir Soundtechniker. sind wirklich die Einzigen. Ja, Das das ist stimmt, ihr seid noch real, ja. Das ist wirklich geil. Weil jetzt bin ich letztes Jahr wieder irgendwo gewesen. Also real, wir sind glaube ich echt zu faul, das Zeug einzustellen. Ich glaube, das ist... Du musst Ich glaube es nicht. Du musst jetzt auch sagen, ja. die sind real, dann Ja. ist das voll okay. Nein, das ist eben auch dann hochgestellt und denkst so, super, jetzt hat jede von diesen 4 scheiß Local Bands so einen gottverdammten Swisscom-Server dabei, Mann. Ja, Und dann denkst du also, ja, super. Ja. Aber gleich, aber so irgendwie eine Band, irgendwie die allererste Band, und die gibt es irgendwie ein Jahr. Und dann kommen sie da mit dem In-Ear-Monitoring. Ja, das ist Ich eben... meine, weißt du, von mir aus gesehen musst du zuerst mal ein bisschen anderem arbeiten, bevor du das In-Ear-Monitoring zulässt. Ja, das ist so, ich meine... Aber ich würde das sagen, aber ja, vielleicht sind wir noch ein bisschen oldschool, keine Ahnung. Nein, du, das ist easy. Vor allem, ich sage auch immer, du musst mindestens einen Techniker in der Band haben, der das Zeug beruflich kennt, damit du das In-Ear-Monitoring in der Band kannst haben. Dass es wirklich funktioniert, eben, ja. Ja, eben der Timo bei uns, der schafft ja als Veranstaltungstechniker, sonst hätten wir das glaube ich auch noch nicht. Ja. Weil, Ich glaube, du hast mir etwas bei euch im Podcast erzählt. Ich glaube, das wäre eben das bei uns. Wir würden es auch auf die Bühne stellen, anlassen, und dann würde es echt brennen und dann würden wir wieder Boxen holen. Wäre auch ein das ist cooler so. Effekt, aber das Konzert ist dann halt Einfach einisch. Ja, genau, einisch. Und dann müssen wir es auflösen, aber kein Geld mehr für ein neues Stack. Dann würde uns dann vielleicht das Festival vielleicht anfragen. Das wär's noch. Geil. Ihr Ja. habt einen relativ langen Bandnamen. Ich finde, es ist so ein klassischer Metalcore-Bandname. So, die haben ja mal I Killed the Prom Queen und viel irgendwie 5 Wörter. Und ihr habt immerhin nur 3, aber gleich ein Small District, Ja. wo ich noch nicht gewusst habe, was ihr für Sound machen. Und ich dachte, das müsste eigentlich Metalcore sein vom Namen Gut, her. aber wir haben es im 2010 gegründet. Darum, Gerade der Peak gewesen von dem. Genau, ja, dann ist, oder dann haben wir angefangen. Ich glaube, so aber wir ist haben noch die es Diskussion gehabt zuerst. Wir sind Ja. zuerst noch bei nur Small District gewesen, und dann habe ich jetzt habe ich dann durchgeboxt noch. Nicht schlecht. Das hebt euch auch ein bisschen ab. Das sind die, so wie zum Beispiel I-Delusionist. Ja, da denkst du, die haben das I vorne dran, ihr habt das Ich noch das vorne Komma dran. sogar irgendwie. Ja, stimmt, ja. Das ist geil. Ja, finde ich sieht geil aus. So muss man immer ein bisschen- aber ich finde, ich bin nicht per se, dass ein Small District und jetzt sicher besser als Small District, aber ich finde, es sieht auch besser aus, wenn man es liest. Ja, voll. Irgendwie. absolut. So, weißt du, für Logos zu kreieren, jetzt auch eben mit unserem A, mit den Klammern. Ja, ja. Es Ist alles, macht ein bisschen mehr daher. Weil genau. Small District hat. Aber ich weiß, also es tönt schon nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Aber, das kann ich nicht denken. Es macht Smiley weit besser mit dem A vorne dran. Und hat das einen Bezug auf dort, wo ihr herkommt oder so? Ein Small District? Das ist da ich glaube, Geschichte hinter. am Ende ist es irgendwie, wir haben einfach viele Sachen aufgeschrieben und es hat irgendwie cool getönt. Und also, ja, ganz ehrlich. Aber ich muss sagen, es hat schon ein bisschen damit zu tun, dass wir schon alle einfach in Käfer sind aufgewachsen. Okay. Genau. Ja. So ein bisschen, es hat schon ein bisschen... Eine kleine Message Ja, noch dahinter. Ja, genau. Eine kleine Message jetzt dahinter. Wegen dem haben wir uns sicher auch ein bisschen dafür entschieden. Aber in erster Linie haben wir viele Ideen gehabt. Und das Geilste haben wir vor allem gefällt. einfach was gut, also was gäbig ist zum Aussprechen und tönt. Ja, genau. Wo es vor allem auch vielleicht noch nicht 3 Bands gibt, die irgendwie District und Small im Namen haben. Genau. Das ist immer so ein bisschen, es gibt ja grundsätzlich alles irgendwie. Also Wolf, es gibt Ja, viele ja, Bands, die es mit wem, Wolves ich gibt. weiss nicht, wann haben wir das Spiel gespielt, wo wir einfach mal auf Spot. Ich bin mit irgendjemandem. Bist du dort dabei gewesen? Glaub's Ein nicht, Wort sagt man eingibst, dann nicht. hörst du alle Ja, wir haben einfach mal Wolf eingegeben auf Spotify. Hey, es gibt, Ja, es das gibt ist etwa das- 17 Bands, die einfach nur Wolf heißen. Ja. Dann gibt es Alpha Wolves, etwa 1000 und ja, es gibt also, Wolfmother gibt es noch. Genau. Ja, es gibt Ja, das haben wir vor allem geschaut. Wir haben Der schon das Wolf, Internet ja. erforscht, was es noch nicht 20'000 Mal gibt. Ja, so das ist noch irgendwie. gut, ja. Ja, ist eben gut. Ich meine, das hätten wir auch sollen machen, weil wir haben jetzt letztens in Polen gespielt und dann ist keine Sau gekommen, weil in Warschau, wo wir gespielt haben, hat es effektiv eine IT-Firma, die so heisst wie unsere Band. Wo ich wär's? Ja, es hat eine IT-Firma, die Versus heisst. Das ist absolut Und geil. das ist wirklich eine coole Also, alle- IT-Veranstaltung. Alle wahrscheinlich auch so, Ja. wieso zum Live- Fix sollte ich Ura die LAN-Party, scheiß Mann. Ja, IT-Firma genau. schauen, Mann. So gut. Ja, genau. Vor dem Eingang auch mit ihrem PC, wo ist die Lampe? geil, ja. Das geht los. Ja, das wäre aber geil gewesen. Das hätten wir hure gefühlt. Dort wären wir wahrscheinlich dann auch nicht mehr am Spielen gewesen, sondern alle nur am Zocken. Dabei wäre das doch eigentlich die inoffizielle Metallica Warm-Up-Show gewesen, oder? Nein, Metallica hat am Freitag gespielt, wir am Samstag und dann hat Metallica am Aber am Sonntag gleichen nochmal Ort, gespielt. oder? Ja, in der Ah, gleichen ja, Stadt. ja. Es ist keiner von diesen Metallica-Fans zu uns gekommen. Der Umi ist Sieht gekommen, man's das mal war auch wieder. gut gewesen. Ah, geil. Ja, Yes. der ist eben an die Metallica-Shows gegangen an beiden und hat Ah, geil. zwischen Das habe ich denen vorhin noch gesehen auf der Seite von Bunny, Ja, ja. wo ich... Der hat die nicht gewusst, letzten was zu Songs tun und ist dann auch noch zu uns gekommen. Das war lustig gewesen. Hey. Ist er persönlich auf euch zugekommen, um euch da hinbuchen? Oder wie ist das gegangen? Genau, ja, es ist ein Mail gekommen von ihm, ja, genau. Das, er hat, glaube vor Jahren auch schon mal, wo er noch nicht bei Mainländer gearbeitet hat, wo er, glaub, noch nicht für das Gleiche ist da gewesen. Er hat auch schon mal eine kleine Show für uns organisiert.
Und durch das ist das Mail mal gekommen, ja. Also, geil, das ist es nicht gekommen. Absolut geil. Darum, so hat er es auch geschrieben, eben, ja, vielleicht kennt ihr mich noch von früher, wir haben ja mal eine Show organisiert, irgendwie, die wirklich auch 10 Jahre her ist, vielleicht sogar schon. Und dann hat der Bock am Grenchen zu spielen. Dann, ja. Nicht zweimal fragen. Das ist die Antwort wahrscheinlich ziemlich schnell. Also, ich glaube, er hat zugesagt, dass wir mal die Band haben gefragt. Ja, das ist einfach jeder organisiert, dass es einfach geht. Einfach. Das ist genau so. Also, ich glaube nur mehr, das bringen wir her. Gut, ich meine, ihr habt es ja schon geschafft, nur das vierte spielen, oder? Also von dem her. Das stimmt, ja, genau. Also, das wäre im Notfall auch gegangen. Genau, aber sonst, falls du krank geworden wärst, Carlo wäre da gewesen. Ja, wäre auch da gewesen, stimmt. Ja, genau. Aber falls Carlo krank ist, wäre ich das machen heute Abend. Nicht schlecht. Jetzt, warte, das Ding ist ja, uns kannst du ja sagen, das kommt ja nicht raus, bevor der Podcast rauskommt und wir schwören, dass wir ruhig sind. Gehst du noch? Oder haben sie den Song aus dem Set genommen mit dir? Selbstverständlich nicht. BOS. Ja, klar, ich bin schön 4-mal in Bandroom üben mit BOS und das, sehr geil. Das kommt gut. Ja. Freue mich. Du bist geübt? Nein. Ich übe wie morgen, mit euch nicht. Aber mit BOS bin ich geübt, ist mir sehr wichtig. Und ich Senior, weißt du? Ja, und jetzt so ein Senior, weil ich eben auch ein bisschen dabei bin. Ja, das ist geil. Nein, aber selbstverständlich, die Chance haben wir uns natürlich nicht nehmen und darum ja. Ja, geil. Ja, kommen die eigentlich aus dem gleichen Ort? Also gleiche Käfer oder ist es einfach so? Ja, genau. Also ich mit dem Carlo angefangen Musik machen. Ich habe Carlo kennen 2001 in der BFF, 10. Klasse. Und dann, ich finde Korn geil. Und ich gesagt, ich finde Limp Bizkit geil. Dann kommen wir die besten Freunde. Und so ist das gegangen. Irgendwie. Und dann ich konnte Gitarre spielen und ich einfach die Fred Durst nachmachen. So hat es angefangen. Und dann haben wir uns mal eine erste Band gegründet, haben einen Bassist gesucht und einen Drummer gesucht. Und dann haben wir einfach New Metal Covers gespielt, Limp Bizkit und all das Shit, was dann angesagt war. Und dann haben wir angefangen, eigene Songs zu machen. Nerve hat die Band geheißen übrigens. Genau, und die haben wir eigentlich gehabt, bis der Carlo 2007 zu BOS ist gegangen. Ah, ja, genau, nice. Und dann bin ich 2008 zu Mortal Hatred, wo der Mischa, der bei unserer Band ist, und der Edu war, haben sie mich als Sänger engagiert, weil ich keinen Job mehr hatte bei der alten Band. Und so ist es so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja. Ah, ja, Genau. Sehr gut. Hey, ja, dann haben wir eigentlich schon darüber geredet, wie ihr die Show gefunden habt. Oder ist das, habe ich da Das haben wir komplett... noch gesehen, ja. Ich habe gerade schon richtig geschnitten, das haben wir gerade völlig ausgelassen. Von dem her würde ich sagen, zum Abschluss, ja, man nimmt so wieder perfekt auf 20 Minuten am Timer da. Dann würde ich doch einfach gerne von euch noch hören, wie ihr die Show gefunden habt, wie ihr das Grenchen findet und was ihr heute noch so vorhabt. Mal zum Grenchen. Das Grenchen ist das Geilste. Ich habe es vorhin gerade Ihnen noch erzählt. Ich war beim Grenchen, wo ich Parkway Drive auf der kleinen Bühne gesehen habe. Ich habe auf der kleenen Bühne gespielt. Geil. Parkway Drive. Ich habe noch ein Foto mit all denen, die noch alle jung sind und frisch vom Surfboard auf die Bühne sind. Badhosen anhaben. Ja, Badhosen an und alles ist einfach hure geil. Ja, und darum das Grenchen schon, ja, ich liebe es über alles. Darum, ja, die Anfrage ist gekommen. Das ist wirklich eigentlich mein Lieblingsfestival. Ich bin auch sonst gerne hier als Gast, selbstverständlich. Und die Show war wahnsinnig. Wir waren 2 Tage, 4 vor 3. Und es hat so viele Leute gehabt. Es war einfach geil. Ich habe es geliebt. Also ich kann mich da nochmal anschließen. Ich bin am Anfang immer unglaublich nervös, bis eben alles geht, alle Samples, jeder Scheiß läuft und so. Und dann ist es irgendwie einfach herrlich. Dann macht es einfach nur Spass. Und mir geht es eben gleich. Also ich komme unglaublich gerne als Besucher hierher. Finde es verdammt stark. Und es ist mir vor allem sympathisch, weil es eben so klein und familiär wirkt. Und heute ist es gleich auch krass, wir sind irgendwo mit im Namen hin und plötzlich ist einfach vor alles voll. Wir sind noch gerade am Aufbau, plötzlich füllt alles und so. Es ist wirklich unglaublich geil. Hey, wie ist das? Rain hat alle zu euch übergeschickt. Sie sind auf der Bühne gestanden und gesagt, wir haben fertig, jetzt gehen wir rüber zu Small District. Ach, das habe ich gar nicht. Ja, schon, hast du das gesagt? Ja, und dann ist es so, die Hälfte von der Leute umdreht, so, ist gut, wir gehen. Perfekt, Mann, ja. Nein, das war richtig geil. Ja, nein, ich habe es genossen wie ein Mohren. Und Wir auch im Publikum, wirklich Hammer gewesen. ja, ich habe gesehen. Wunderbar. Genau, nein, merci vielmals. Ja.
Danke, dass ihr vorbeikommt. So lange gesehen, bis mir der Schweiß in die Augen ist. Oh, okay. In dem Fall war nach 20 Sekunden Schluss gewesen. Ja, definitiv. Ich habe noch alles verschwommen gesehen. Ja gut, Hey, hey. wunderbar gewesen. Merci vielmals, dass wir Ja. da sind. Ja, Merci merci, sind wir da vielmals. gewesen. Ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt mal ein bisschen wieder an die frische Luft. Ja. Dort knallt zwar die Sonne, aber ich glaube, es ist weniger heiß wie im Container. Ja, aber es gibt kaltes Bier. Ja, das ist so. Von dem her, wir sehen uns später. Merci vielmals. Merci vielmals. Jawohl, hey, wir sind wieder zurück. Und zwar mit Oli und dem Carlo von Breakdown of Sanity. Hallo. Hallo miteinander. Genau, wir haben die Big Boys vom Open Air Grenichen bei uns im Mini-Container. Ja, es ist verrückt. Wirklich ein Headliner, der heutige Headliner, der sich Zeit nimmt für uns, wo wir auch mega Glück haben, dass sie auch Schweizerdeutsch reden. Jetzt, es ist mega cool, da im Backstage hat es einen Haufen Plakate von den vergangenen Grenichen und dort habe ich gesehen, sind ihr auch ein paar Mal drauf. Die Jahre weiss ich gerade nicht mehr auswendig, aber eins ist ziemlich früh, beim 08 oder so. Das wievielte Mal Grenichen ist das für euch? Ich glaube, ich bin ziemlich sicher das 3. Mal. Einmal auf der Nebenbühne, eben irgendwie 2000, was war es? 9 oder so. Ja. Und dann 2013 auf der Hauptbühne das letzte Mal. Und jetzt nach 11 Jahren wieder hier. Wir freuen uns natürlich, Crazy. wenn wir hier sind. Sehr geil. Gut, ich habe ja auch ein bisschen Pause gemacht zwischendurch. Also, sonst werden wahrscheinlich in der Zwischenzeit, so wie ich das Festival kenne und das Line-Up anschaue, höchstwahrscheinlich irgendwann einmal zwischendrin schon wieder da gewesen. Ja, eben, genau. Wir haben ich ja schon mal dürfen interviewen bei uns im Podcast. Dort haben der Ricky und ich zu euch dürfen kommen und wir haben, glaube ich, wahrscheinlich das ausführlichste Interview mit euch gehabt, das es je gegeben hat. Ich glaube ja, ja. Dort sind nachher relativ viele Kommentare in Englisch, also «Please in English», «Please in Russian». Und ich so, hey, Alter, ich kann das jetzt nicht auf Russisch übersetzen, weil ich kann es schon nicht auf Englisch übersetzen. In der Zwischenzeit hat sich ja vieles da. Ihr habt ja hier noch nicht gerade gesagt, nicht direkt gesagt, dass ihr jetzt neues Material bringen werdet oder dass ihr wieder zurückkommt. Das ist ja wie so, also man hätte es können ahnen, aber so wirklich safe ist es nicht gewesen. So, bin ich richtig in der Annahme, dass bald das Album kommt? Oder nicht? Also wir haben uns eigentlich nicht fixe Ziele gesteckt. Aber wenn ich jetzt mal so schaue, was wir so an Material haben an neuem, das potenziell könnte interessant sein für ein Release, dann könnte es schon sein, dass es vielleicht schlussendlich auf eine EP so läuft oder so, irgendwann im Verlauf des nächsten Jahres, wenn es gut läuft. Aber ja, mal schauen, wie es kommt und wie es tut. Also wir haben uns, wie gesagt, keine fixen Ziele gesetzt, aber könnte schon sein, ja. Könnte sein. Ah, sehr geil. Aber neue Songs braucht es definitiv, weil wir spielen immer noch die alten Songs. Und wir sind auch froh, dass die Leute die alten Songs noch hören wollen, die von irgendwie 15 Jahren rausgekommen sind. Da sind wir wirklich stolz drauf. Und, aber es wird sicher neue Musik geben, ja. Sehr geil. Ja gut, eben, also so wie ich meine Kollegen kenne, die sind happy, wenn ihr eure alten Sachen spielt. Also nicht, dass sie mit den neuen Sachen nicht zufrieden wären, aber die sind generell, Bands machen immer neues Zeug, ist mega blöd. Und von dem her, ich glaube, da gibt es sicher 1, 2 Happy Faces heute Abend, wenn ihr alte Songs spielen. Ja, das ist schon gut. Also, ich meine, es gibt sicher, also jede Band hat irgendwie Songs, die sie bis ans Ende von ihren Tagen wahrscheinlich wird müssen spielen, weil einfach die Leute mit diesen Songs die Band haben kennengelernt und irgendwie eine bestimmte Zeit in ihrem Leben damit identifizieren und so. Und das ist doch super, das haben wir ja alle. Und ja, wenn ich jetzt meine Lieblingsband hören würde und die würde plötzlich keinen einzigen von den alten Songs mehr spielen, wäre ich auch enttäuscht. Von dem her, das werden wir sicher immer machen. Selbststimmt. Das Problem hätte ich bei gewissen Bands nicht, weil bei gewissen Bands finde ich das alte Zeug einfach Müll. Selten, aber es gibt's. Es ist selten, aber es gibt's. Genau, ja, aber jetzt, ihr habt ja ein paar Festivals schon gespielt das Jahr, oder? Also vor allem auch die Imperican Festivals, wo dann alle das Gefühl haben, ja, aber wieso spielt ihr nicht am Imperican Festival in Zürich? Und dann habe ich mir so gedacht, so, ja, aber ich glaube, der Slot ist wahrscheinlich geiler, weil am Imperican Festival hätten wir jetzt mal unter uns, hättet ihr ja wahrscheinlich nicht den gleichen Slot bekommen wie da, oder? Das ist so, ja. Ich glaube, das ist Ja. der Grund. Und der Empiricon Run im Frühling war auch ein guter Wiedereinstieg für uns gewesen, weil es nicht immer ein Setliner-Set ist. Also es hat uns auch noch entsprochen, weil quasi nach 7 Jahren fast Bühnenabstinenz ist so ein Halbstunden-Set eigentlich noch ein guter Test, zum schauen, ob man es noch bringt. Guter Live. Einstieg wieder. Also es war eigentlich ideal für uns, dass es eben nicht gleich von Anfang an wieder Headliner-Slots waren und so. Und von dem her, ja, es war wirklich tipptopp gewesen, so, ja. Aber ist natürlich so, wie du sagst, ja.
Da hast du gesagt, eben mit Release etc. oder Album ja und nein, habt ihr euch kein Ziel gesetzt. Aber ich meine, es ist ja schon eine recht grosse Nummer, ein Grenchen dürfen headlinen. Habt ihr euch noch Ziel gesetzt, jetzt, wo ihr miteinander wieder Musik macht, welche grossen Bühnen ihr wollt entern? Nein, auch das nicht. Also wir nehmen eigentlich alles, wie es kommt. Also wir forcieren da weder irgendwelche Releases noch irgendwelche Shows, die wir irgendwie von der Bucketlist streichen, sondern es ist mehr, wenn jetzt Anfragen danach kommen von Festivals, die wir noch nicht gespielt haben, die wir interessant finden, dann würden wir das sicher dann besprechen und wahrscheinlich auch machen, wenn wir Zeit haben. Und ja, aber auch da gar keine fixen Pläne. Aber umso cooler, wenn man dann für diese Sachen angefragt wird, oder? Absolut, Ja, absolut. Wenn ihr Ja, jetzt cool. so vergleicht, eben im ungefähr 09 das erste Mal da auf der kleinen Bühne, hättet ihr euch da je träumen lassen, dass es werdet Headliner, das Festival? Nein, wirklich nicht. Oder auch, wir haben am Greenfield gespielt und der hat auch Headliner, also Headliner einfach am Abend gespielt und nicht nur... Headliner von der kleinen Bühne, das darf man Ja, so sagen. ja, mal, genau. Das letzte Mal war es so gewesen. Und das haben wir uns... ja, wir haben uns natürlich das gewünscht, dass jede Band sich das wünscht. Aber mit dem haben wir nicht gerechnet oder irgendwie das forciert. Aber ja, umso glücklicher sind wir gewesen, als es geklappt hat und wir plötzlich die Chance haben bekommen, auf diesen grossen Bühnen zu spielen. Ja. Kann ich nichts ergänzen. Ja, aber in dem Fall haben wir gut eingelebt wieder auf der Bühne. So bei den Pelican Ja, Festivals haben wir absolut. da. Die Mick von Expello hat uns gestern erzählt, sie hätte jetzt, weil ja nach Corona hätte nicht mehr so viel zu tun gehabt mit der Band und sie hätte jetzt quasi wie nochmal müssen neu lernen screamen, also die Vocals machen und so. Wie ist Das kenne ich. Hast du auch müssen, oder? Ja, und vor allem, wenn wir Fitnessprogramm machen, um können nachher wieder Ja, auf der vor Bühne allem wir haben rumrennen? einfach alle Jahre eine Single rausgegeben und dann musste ich eigentlich wieder müssen lernen schreien vor jeder Single. Und dann zum 4. Mal, wo wir her sind, ist dann mal etwas Brauchbares entstanden. So. Jetzt von meiner Seite her. So. Es ist wirklich, du musst einfach dranbleiben. Das gehört echt dazu, das Üben. Ja, definitiv, aber auch für uns Instrumentalisten. Also grundsätzlich würde ich schon sagen, es ist so das Bühnenfeeling ist für mich jetzt persönlich schon so ein bisschen wie Velofahren. Da stehst du einmal drauf und dann, also ich bin gerade drin gewesen, ich glaube, der andere ist es auch ein bisschen so gegangen, aber was rein die technische Umsetzung, einfach die Fertigkeit betrifft, hat natürlich schon jeder von uns dahinter müssen. Wir haben wirklich viel probiert wieder und jeder für sich geübt, um wieder die ganzen Riffs und Patterns und Rhythmik und so wieder, auf das Level zu bringen, was es halt braucht. Und das ist hat schon ein paar Monate gebraucht. Ja, wir haben, glaube im Herbst letztes Jahr haben wir angefangen Proben schon, oder? Ja, Winter. oder dann beschlossen, dass wir dann werden spielen und dann so richtig im Dezember. Winter Oder? angefangen, Vollgasproben, mehrmals in der Woche, oft. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, wieder auf der Höhe, würde ich sagen. Hoffe ich. Sehen wir jetzt. Jawohl, bei dir werden wir es noch sehen. Und bei dir, Carlo, wir haben schon 2 Vorgeschmäcker bekommen auf das, was uns nachher noch erwartet. Hast du ein bisschen zu tun gehabt heute, ja? Jawohl, zum einen mit Vicious Rain und zum anderen auch noch mit The Small District. Hast du je einen Song als Featuring mitgemacht? Yes. Sind das ganz spontane Ideen gewesen, die entstanden sind? Oder wie ist das zustande gekommen? Bei Vicious Rain schon. Da hat mich Dave von Vicious Rain angefragt, ob ich da Lust habe bei einem Song, wo sie neu rausgehen, also der auf der CD wird sein, der im Herbst rauskommt, glaube ich. Wo der Sänger von ein Feature gemacht und sagen, Gabi passt. Da habe ich natürlich gefunden, geiler Track, da bin ich natürlich dabei. Und bei Small District, da habe ich ja schon bei EP quasi das Feature gemacht und es war eigentlich logisch gewesen, dass wenn wir am gleichen Festival spielen, am gleichen Tag, dass ich dort auf der Bühne würde sein. Ist das eigentlich Absicht gewesen? Haben wir da irgendwie etwas schieben können? Weil ich habe noch gedacht, als ich das Line-Up gesehen habe, also, hey, wenn die 2 Bands jetzt nicht am gleichen Tag spielen, wäre es irgendwie fast schon schade. Ja, das habe ich auch, wirklich Aber nein, das war, glaube ich, Zufall gewesen, oder? Ja. Also ich habe sich auch gedacht, dass es Sinn macht, also wenn sie unsere Musik kennen und die verschiedenen Covers, Featurings, die da stattfinden, dann haben sie sich das wahrscheinlich selber vielleicht gedacht. Booker, ich weiss nicht genau, ja. Da haben sie sich wirklich auch etwas überlegt, weil es ist voll aufgegangen. Du hast aber wahrscheinlich einen rechten Stress gehabt hinter der Bühne, oder? Weil Ja, ich hatte zuerst noch Angst gehabt, dass es irgendwie eine Überschneidung gibt Ja. und dass ich dann irgendwie ein Feature verpasse zu machen, aber es hat genau alles geklappt, wirklich. wunderbar. Sehr gut. Ja, die haben wir oft gesehen, da hinten rumsäckeln. Das ist, Und wir sind ja 2-mal vor der Bühne in den Genuss gekommen von der Performance. Das musst du auch zuerst schaffen. ja, das Problem ist, ich weiss, einer von uns 2 ist wahrscheinlich gerade bei dem Moment aufs WC, weil ich bin aufs WC, komme zurück. Hey, der Carlo ist auf der Bühne. Ich so,
Ja, super. So, so. Genau, natürlich, logisch. Immer dann, wenn ich irgendetwas mache, passieren die coolen Sachen. Ja. Das ist wie im Shootmatch, wenn du auf die WC gehst, passiert das Goal. Ja, genau. Darum habe ich, das ist bei mir so gewesen, ich habe aufgehört Fußball zu schauen, weil dann hat die Schweizer Nazi immer gewonnen. Weil dort, was Frankreich rausgerührt haben, habe ich gesagt, hey, nein, jetzt hat Frankreich aufgeholt, jetzt holen wir den Match nicht mehr. Und dann bin ich mir in der Bar einfach besaufen, anstatt dass ich den Match weitergeschaut habe. Und dann plötzlich so der Kollege so, Silvan, egal was machst. Egal was machst, schau nicht auf den hohen Bildschirm. Ich so, wieso? Vielleicht kannst du die Gabi auch für andere Sachen einsetzen im Leben. Ja, Mal ein bisschen ausprobieren. Müssen wir ausprobieren, ja. Bis jetzt hat es mit dem Fußball wirklich geklappt. Weil letztes Mal, als ich geschaut habe, sind wir gegen England oder EM rausgefallen. Also, Ja. Voilà. ist ein Fluch. Ist ein Fluch von mir. Carlo, du hast schon zweimal dürfen auf der Bühne stehen. Oli, du noch nicht. Was ist so dein Warm-up, das du machst, um eben... Du hast gesagt, es ist wie Velofahren, wenn du auf der Bühne bist, dann läuft der TÜV. Aber wie gehst du daran an? Vor allem von einem so einem Gig ist ja doch nochmal ein speziellerer als jetzt, wenn du auf Tour bist und im Rhythmus drin. Jetzt ist ja wirklich etwas Einzigartiges, etwas Grosses. Wie gehst du daran her an den Gig heute? Also eigentlich, ich würde sagen, die Woche und die Tage vor der Show ist eigentlich meine Strategie, möglichst gar nicht zu fest daran denken, weil sonst bringt man sich da in so eine Spirale von den Worst Cases, die man sich ausmalt, was da alles schief gehen kann und so. Und auf das lasse ich mich gar nicht erst ein. Für das kenne ich mich zu gut, dass ich weiss, dass es nicht gut kommt. Darum beschränkt sich eigentlich mein Warm-up wirklich nur auf die Stunde oder 2 Stunden vor dem Konzert, wo ich im Backstage ein bisschen einspiele. Nochmal so ein bisschen die kritischen Riffs nochmal durchgehen und ein bisschen die Finger warm halten und dann ein bisschen dehnen. Das Knie ein bisschen dehnen, ein bisschen biegen, dass wenn man dann mal sich bückt mit der Gitarre, dass es nicht alles aus lang schreisst, aber dann bin ich eigentlich ready, ja. Also es ist so eine überschaubare Vorbereitung. Ja, denen ist bei euch, glaube wirklich etwas Wichtiges, weil wenn ich die Videos vom American Festival richtig gesehen habe, da ist ja massiv Bewegung drin, nicht nur im Publikum, sondern auch auf der Bühne. Ja, sicher nicht wie früher, aber Ja, wir machen, was wir können. Ja, du hast ein bisschen weniger Haare, also von dem her kannst du sehr wenig rumrühren. Es sieht auch ein bisschen weniger schwungvoll aus, jetzt müssen wir schauen, ob der Rest des Körpers das kompensieren kann, aber ja, wir tun so gut wir können. Ja, das ist doch gut. Nein, ja. Das ist super. Jetzt habe ich gerade irgendetwas fragen voran und es natürlich gerade wieder völlig verhängt. Brian, hast du gerade eine Zwischenfrage, die du rühren kannst? Ich sehe aber nicht auf die Zeit. Wir haben noch genug Zeit. Wir können locker pläudern. Das ist kein Problem. Wir können von mir aus auch darüber, haben wir eigentlich eine gute Zeit im Backstage bis jetzt? So, tun es euch gut am Grenchen? Ja, definitiv. Gutes Essen, guter Backstage. Sowieso ein geiles Festival. Das Entspannte Geilste. Stimmung. Das sagen alle bis jetzt. Aber Sie- was? ja. Ihr seid jetzt eine Band, die schon andere Festivals gesehen habt. Genau. Ihr habt Das ist es gewesen, auf das Ja, wollte ich voran. Habt ihr schon irgendwie so Vergleich zu anderen Festivals? Was macht das Grenchen? Weil ich habe viel gehört von Leuten da hinten, dass das Grenchen einfach irgendwie immer geil sagen, es ist das Lieblingsfestival und es ist speziell. So, was macht es denn speziell? Habt ihr da gerade irgendwie Es so ist ein paar einfach viel Aufhänger? persönlicher. Es ist, man merkt einfach, dass die ganze Crew das so mit Herzblut macht und das kommt einfach näher auch bis zu den Bands. Also es ist wirklich Ich finde auch vor allem, so. um das noch einfach unterstreichen, was du sagst, ich finde auch hinter der Bühne ist irgendwie so, bei anderen Festivals spüre ich mehr Stress, so, also dass viel mehr Leute schnell am Umlaufen und mit lauter Stimmen sich irgendwelche Infos brüllen. Das ist ein bisschen weniger der Fall. Es ist ziemlich chillig aus. Auch die Leute, die da arbeiten, sind alle so ein bisschen gelassener, denke ich, wenn man es jetzt genau betrachtet. Das wäre mir vielleicht aufgefallen. Und ja, halt vielleicht einfach auch, weil Schweizer Festivals sind meistens alle irgendwie sympathisch und angenehm. Aber klar, es ist, umso grösser es wird, umso mehr Hektik ist natürlich drin. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es hier, was noch nicht so gigantisch ist wie das Greenfield oder so, warum es da noch ein bisschen gemütlicher zu und her geht. Und das ist schon sehr cool, ja. Das stimmt, es sind ja schon etwa 10-mal weniger Leute wie am Greenfield. Also, Ja, eben, es ist gerade so ein mittelgrosses, kleines Festival. Das heisst, wenn ihr so die Wahl hättet, ob da Headliner oder gehen wir gerade gross Wacken, wo ja etwa so 50 Mal so gross ist wie da, was wäre so eure bevorzugte Adresse, jetzt nicht nur von der Anzahl Leute, die wir vorne dran spielen, sondern wegen dem ganzen Event, wegen dem ganzen Feeling dahinter? Also für mich irgendwie hier. Und das sage ich nicht nur, weil wir jetzt hier das Interview machen, sondern weil hier sind ja da Freunde und Familie. Das ist irgendwie, das macht es echt viel spezieller, als wenn du einfach vor einer riesen Masse, die du nie mehr unterscheiden von einem anderen, spielst. Ja. Auch jetzt für mich. Ich würde es gar nicht so auseinandernehmen und sagen, entweder oder. Ich würde einfach
das Festival wählen, wo die Leute mehr Bock haben eigentlich. Also wo die Stimmung einfach besser ist. Ja. Aber so wie es jetzt hier aussieht, ist ja die Stimmung phänomenal und darum ist das sicher schon mal super. Oh ja, das können wir garantieren. Gestern alle möglichen Wetterkapriolen gehabt, die Leute haben bis zum Schluss Vollgas mitgemacht. Ja, ist eben richtig, ja. Jawohl, also ihr könnt euch auf eine Crowd freuen, die schon einiges dabei hat, aber garantiert immer noch mag. Ja, yes. Ja, vor allem, wir sind vorhin auch ein bisschen mit der Kamera da noch am Content für Instagram am Filmen gewesen und haben eigentlich mal alle Leute gefragt, ob sie schon Schweizer Bands gesehen haben an dem Festival und mehrheitlich ist das da gewesen. Nein, bis jetzt noch nicht, aber wir gehen Breakdown of Sanity schauen. Also von dem her, es wird ziemlich sicher 5-6 Leute wird es vorher haben. Ja, da bin Das ich ist doch schon. super. Die nehmen wir. Genau, ja, Oli, deine Schuhe sind immer noch, das habe ich dir vorher schon mal gesagt, ich bin immer noch erstaunt darüber, wie sauber deine Schuhe sind. Du hast das wirklich absolut... Findest du das super? Ja, also im Vergleich von Brian und mir. Das ist wirklich einfach... Okay, da kann ich nicht mithalten. Ja, ich bin auch sehr prinzessinnenhaft über das Gelände geschwebt. Mit jeder Pfütze im Auge, so ein bisschen. Aber es hat natürlich nur so halb funktioniert. Zum Glück habe ich noch ein zweites Paar Schuhe, die ich dann noch anlegen für auf die Bühne. Das ist gut, es hat ja auch mehr Pfützen als anders da draussen. Ist ja so. Aber in dem Fall sind ja auch noch Leute, die gerne ein bisschen aufs Gelände gehen. Nicht nur im Backstage vergrüchen, sondern auch mal ein bisschen schauen, was hat es da, wer ist da, was gibt es zu essen und so weiter. Ja, klar. Definitiv. Wenn man schon da ist. Habt ihr eigentlich irgendwelche Schweizer Bands heute schon geschaut? Also du hast wahrscheinlich... wahrscheinlich haben wir das mal besser geschaut, ja. Ja, klar, ja. Aber Schweizer Bands... hat noch gespielt, Schweizer Bands, außer Small District, Vicious Rain. Ja, Vicious Rain, What Do You? Velvet, Die habe ich verpasst. Da war ich natürlich am Vorbereitet für Vicious Rain, aber... Ich bin überall reinschauen, aber ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, wer von wo jetzt ist. Aber hast du irgendein Highlight von diesen Bands, die du heute schon gesehen hast? Oder generell ein Highlight, abgesehen von euch? Ja, vorhin, jetzt muss ich schnell schauen, wie sie heissen. The Warning. The Warning mit den 3 Frauen. Jawohl. Ja, sehr, ganz sehr krass. Überraschend krass, ja, also wirklich. Die sind die Überraschung das Jahr, habe ich das Gefühl. Da sind jetzt alle begeistert gewesen. Ja, sie sind aber auch irgendwie sie fallen irgendwie ein bisschen aus dem Line-Up raus, aber irgendwie auch nicht. So rein von der Musik her. Ja, du hast bei den Leuten angesehen, es hat ihnen gefallen, aber sie haben nicht gewusst, wie sich bewegen. Moschen kannst du nicht dazu, ein bisschen mit dem Kopf wippen, weiss auch nicht. Dann hat es so die gegeben, die gerne ganz genau angeschaut haben, aber dann schon ein bisschen versteckt. Das war noch amüsant. Also People watching während der Warning machen das nächste Mal. Das ist wirklich amüsant. Weil wenn sie gestern Abend bei Hatebreed also, ja gut, jetzt verteilen wir Füße, da ist der Auftrag klar. Das ist einfach. Genau. Bei Breakdown of Sanity wird glaube ich einfach in den Füßen verteilt. Ja, der Warren, die sind echt geil gewesen. Das ist vor allem auch... Der Umi hat gesagt, es wird wahrscheinlich seine erste Hallenstadion-Band, wenn er die wieder ein paar Mal in die Schweiz kann. schau jetzt. Ja. Von dem her, ja, das ist auch etwas, was mich sehr, 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 sehr abgeholt hat. Es ist... Oder auf wen ich mich freue, ist auf Tool nach uns. Tool? Jawohl, Ja. auf der kleinen So ein Bühne. bisschen so ein bisschen Alice in Chains, habe ich das Gefühl. Das ist so ein bisschen, so ein bisschen die Richtung. Ja. Dark Rock, Dark Grunge. Da wollte ich schon 2-3 ja. Lieder hören, definitiv. Cool. Ja, ich habe es einmal gesehen am Mesuf. Ja. Das sind noch cool. Dort haben sie halt wirklich gar nicht reingepasst, aber da finde ich, passt es recht ins Gesamtbild rein. Das klingt eigentlich noch gut. Ich habe mich mit allen Bands mal auseinandergesetzt, aber irgendwie 3 Monate voran, darum weiss ich jetzt nicht mehr, was tönen. Same, Das ist ein ja. bisschen blöd. Ja, nachher, ich spiele auf der grossen Bühne Janos Valleosis. Das würde ja musikalisch eher zu euch passen. Haben ihr da auch, findet ihr das auch geil oder sind ihr da dann am sagen, nee, bye bye? Modi, das ist schon ewig. Also, als ich noch Gitarre gespielt habe, habe ich Riffs von denen nachgespielt. Also, jeder. Ja, und von denen möchte ich auch noch etwas sehen heute, definitiv. Sind sie eigentlich schon rum? Haben sie schon gesehen im Backstage? Weil bis jetzt habe ich noch keinen erspäht von denen. Nein, ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Wenn Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, sagt euch, habt ihr mal Defender gesehen? Was? Band, Defender. Aha, Defender, ja. Früher, 3/4 von Vicious Rain von früher. Ich finde, der Matt, der Bassist von ihnen, sieht ein bisschen, weil er immer das Käppchen an und so den Bart. Und er hat so ähnliche Gesichtszüge wie der Josh von Silosis. Ah, okay. Darum bin ich vorher auf dem Camp-Ding rumgelaufen. Das ist der Matt. Das ist zwar auch geil. Ist besser als das Ding. Auf dem Foto hättest du vielleicht so tun, als wäre es das. Ja, ich habe ihm dann gesagt, er soll auch mal hinterlaufen und sagen, da bin ich. ja, wenn wir Zeit haben, klar schauen wir die. Eben, vielleicht, ich weiss nicht, wie sich das näher mit unserem Zusammenraumplan irgendwie. Ja, aber, ja gut, genau. Ihr sind ja auch schon hure lang da. Also ihr sind ja auch, glaube ich, wahrscheinlich die erste Band gewesen, weil der Gitarrist von What You hat das Gefühl gehabt, als sie da aufgerockt sind, um mir das Zeug aufzustellen, hat das Gefühl gehabt, geil. Und dann bin ich im Interview voran, haben sie es gesagt, habe hure Freude gehabt, weil es ist einfach angekommen. Dann hat Breakdown of Sanity einfach Traces gespielt und es hat hure geklopft. Ja, wir waren früher da gewesen.
definitiv. Um 10 Uhr haben wir da schon das Zeug auf die Bühne geladen. Und haben wir da schon Soundcheck gemacht. Im Halbschlaf. Dafür uns gerade mal geweckt damit. Das ist tipptopp. genau. Wir sind auch so um die 12 Uhr erschienen, haben noch ein bisschen zugelassen bei euch. Tipptopp gewesen. Ja, sehr gut. Hat Hunger gemacht auf den Abend auf jeden Fall. Tipptopp, das heisst, ich Gearstart etwa 12 Stunden auf der Bühne. Schiebt eine 12-Stunden-Schicht auf der Bühne heute. Ja. Quasi, ja. Ja, cool. Aber Hey, ist gut, ja. Wir du- freuen uns auch. wenn, Brian, hast du noch etwas? Habt ihr noch etwas, was ihr loswerden wollt? Ja, wir würden gerne allen Leuten Merci sagen, die heute hier sind. Wir freuen uns mega, ja. Erste Schweizer Show seit fast 7 Jahren, das ist schon irgendwie noch ein Ja, Ding für uns. Ja. speziell. Mal Berndeutsch reden auf der Bühne, das ist schon etwas anderes. Das Kenne ist ich auch so noch fast toll. gar nicht. Genau. Yes. Super, danke euch vielmals, sind ihr Hey, da merci gewesen. euch. Und nachher einen richtig geilen Gig wünsche ich euch. Merci Merci euch vielmals. und danke, Ja. ja, wir geben alles. Ja. Gruß am Ricky. Tschüss, Ja, Ricky. gell, Ricky, du Bis hure nächstes Mal Ferienboy. wieder. Ja, in dem Fall hau ich das Outro rein und dann ist das gewesen für heute. Yeah, so, Brian. Oh Bella, zum letzten Mal aus unserem wunderbaren Studio-Booth. Jawohl, wir sind jetzt zum letzten Mal am Aufnehmen am Open Air Grenichen. Ich finde es mega super. Der Brian ist vorhin also ich bin jetzt ganz ehrlich, wir haben aufgenommen und wir müssen kurz den Container evakuieren, weil eine Band einen privaten Backstage-Raum gebraucht hat und das ist der einzige, was es hat. Dann hat uns das Grenichen gefragt, ob wir den kurz 2 Stunden abgeben können. Und wir haben das natürlich gemacht, weil wieso auch nicht. Und beim in die Taschen einpacken ist da das Volume von dem Mikrofon ein bisschen verstellt worden. Darum hat man den Brian vorher gar nicht gehört. Darum müssen wir das jetzt nochmal machen. Aber das Gute ist, der Brian ist vor 2 Minuten noch da angehockt, komplett leblos, nach Breakdown of Sanity. Und kaum ist der Podcast gelaufen, ist er da gegangen, yeah, wir sind jetzt da in unserem Backstage und nehmen nochmal auf. Ich habe meine allerletzte Energie zusammengekratzt und jetzt liefern wir nochmal ein super Recap. Jawohl, weil das Wochenende ist kurz vor fertig. Momentan spielt Duel da hinten und nachher spielt Silosis da hinten. Und dann ist finito, aus die Maus. Finito Pepito, fertig Open Air Grenichen 2024. Also wahrscheinlich nicht ganz fertig Open Air Grenichen 2024, aber sicher fertig Berichterstattung von uns und fertig Bands auf der Bühne. Yeah. Also, ich würde mal sagen, heute ist es losgegangen wie die Feuerwehr mit Vodou. Alter. Vodou hat so abgerissen, dass sie nachher nicht sehen, mein Käppli, aber es ist unanständig da. Dass sie nachher sogar noch 2 Minuten Überzeit bekommen haben. Weil sie so deftig abgerissen haben. Der Stage Manager rausgekommen und hat so gefragt, hey, können wir noch Zeit haben? Aber das habt ihr ja vielleicht schon gehört im Interview. Es ist wirklich Vodou hat mich brutal aus den Socken gehauen. Die sind noch viel besser gewesen, wie letztes Mal, als ich sie gesehen habe. Und Jetzt- dort sind schon top gewesen. Ja, und eben, ich habe wirklich auch Kommentare gehört, nicht gelogen, das Geist sagt, das sei die beste Punkshow, die sie je in ihrem Leben gesehen haben. Absolut. Wirklich super gewesen. Und dann ist es gerade Schlag auf Schlag weitergegangen. Fast. Nämlich auf der Hauptbühne ist noch etwas anderes gekommen. Vicious Rain. Stimmt, also am Anfang haben wir effektiv gar nicht hängen. Also Nein, das war ja ein Krieg ist gewesen, von wirklich- A bis Z. Die haben eigentlich nichts stehen gelassen. Der Dave heisst er, der Sänger. Der Dave, ja, ist gerade da gewesen. Böse gewesen, wirklich böse. Haben wir ihm gerade noch mal müssen sagen. Also ich sage ja schon länger, dass der Dave wahrscheinlich einer der besten Metalcore-Sänger auf dem Planeten ist. Und wirklich, sie haben ja geliefert. Er ist ja auch noch bei Breakdown of Sanity auf die Bühne gekommen. Ja, yeah, hat dort auch noch mal gezeigt, was er kann. Hat gescheppert wie Sau. Hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht gewisse Leute in diesem Podcast mal etwas geleakt haben. Das heisst, wenn alles richtig gelaufen ist, habt ihr irgendwo Ricky die Editing-Fähig gesehen. Und das ist hoffentlich alles geregelt worden, weil es wäre wirklich schade, wenn... Ja, mach dir keine Sorgen. Ricky regelt. Stimmt, ich habe das vergessen. Ricky regelt und Rode regelt haben wir heute gehabt, oder? Jawohl, Rode regelt auch für den wunderbaren Content, den wir auf dem Campground und im Infield gemacht haben. Ich hoffe, das Video kommt gut. Ja, ey, alles Das super kommt- Leute, die sich vor der Kamera getraut haben. Und wir mussten eine Blume nehmen als Mikrofon. Und zwar warum? Weil einer von uns zwei vielleicht zwar seinen Handheld-Recorder mitgenommen hat, aber als er gecheckt hat, ob es eine Speicherkarte drin hat, gemerkt hat, dass keine Speicherkarte mehr drin ist. Könnte es das sein? Ja, ich glaube, das könnte sein. Darum Rode auf der Kamera oben drauf hat geregelt für uns. Ja, Rode regelt. Vielen Dank an Rode, dass ich das Mikrofon mir dann verkaufen darf. Jawohl, nach Vicious Rain sind wir gerade wieder in die Zeltbühne gehetzt worden.
für ein Small District. Die sind sogar von Vicious Rain in die Zeltbühne gehetzt worden. Sie haben selber gesagt, jetzt sofort übergehen, Hammerband dort hin. Geile Sache für den Move. Hey Brian, Ja. hat es nicht auch ein alkoholfreies Bier in dieser Kiste drin? Es hat genau 5 mit Alkohol. Sogar 6. Schade, schade, schade. Ja, das ist nämlich das einzige Überbleibsel von der Person, die unser Backstage in Beschlag genommen hat. Das habe sogar ich noch da reingestellt. Stimmt. Weil ich bin im Infra-Office, oder wie es auch immer heisst. Ja, ja. Production Office heisst. Im Genau. Production Office gesehen, sie so, hey, es wäre jetzt vielleicht, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel zu frei, aber wenn du hinterher laufst, könntest du vielleicht den Kübel gerade noch reinstellen. Ich Und so, sie haben ihn nicht angelangt. respektlos. Bridge City sind respektlos. Total Vor daneben. meiner Arbeit da. Das ist unglaublich. Nein, es war geil gewesen. Ja, sonst, also heute haben wir wirklich, heute Ja. sind wir am Säckeln gewesen. Nachher noch The Warning. Ah nein, Velvet Two Stripes war mal noch. Weil da hat es, glaube ich, langsam angefangen mit Interviews, oder? Ja, wir haben Velvet Two Stripes kurz gesehen, dann haben wir interviewt, What Do You? Darum haben wir Future Static ganz verpasst. Ja, Future Static haben wir leider verpasst, hätte ich glaube, aber gleich noch gern gesehen. Ja, hätte Da mich auch läuft, weißt du, da genommen. läuft gerade. Ah, das ist Pod. Ich habe gemeint, das ist ein Small District. Ah, okay. Und dann haben wir dafür The Warning gesehen. Riesen Überraschung. 3 Damen, volle Rock Power. The Warning ist ja rein, wenn man es Namen auf dem Festival, auf dem Line-Up anschaut, Ja. müsste The Warning ja eigentlich viel weiter oben stehen. Eigentlich hast Weil du da rein, recht. so rein marktwerttechnisch. Also, Marktwert ist das blöd, aber The Warning zieht riesen Crowds in Ja, ist anderen verrückt. Ländern. Ja, Gut. und es geht wahrscheinlich nicht mehr lang, dann bei uns auch. Also, das Ding ist natürlich, sie spielen da an einem Festival, wo ihre Musik nicht die Main Act ist und halt Breakdown of Sanity da ist. Von dem her macht schon Sinn, dass. Ja, ja, ich finde, es Also, hat ist Sinn eine hure gemacht geile heute. Band. Also, es war eine geile Band gewesen, da haben wir richtig Oh, ja. gedacht. Und ich glaube vor allem auch der Mischer auf der Mainstage hat heute einfach das Gefühl gehabt, der Bass hat er einfach mal aufgeschraubt bis zu Ficken. Jawohl, der hat geslappt. Und Also wirklich- zwar zünftig. Unten rein, immer unten rein. Das war richtig geil. Gewesen. Dann war für mich unglaublich schlimm gewesen. Escuela Grind sind am Zoll hängen geblieben, haben nicht können auftreten. Ich war wirklich am Boden zerstört gewesen, weil ich habe mich so fest auf die Band gefreut. Ich habe sie letztes Jahr 3 Mal gesehen, ich habe sie heute zum 4. Mal gesehen. Ich habe sie letztes Jahr, glaube ich, 2-mal gesehen. Krass. Oder einmal habe ich sie ganz sicher gesehen. Ja, also dort mit Unearth hast du sie gesehen. Ja, mit Unearth, ja. Und sonst, glaube ich, hast du sie nicht gesehen, weil einmal war noch Zürich gemetzelt Ja, bin ich und nicht gesehen, einmal nein. Headliner-Show. Im Werk Baden, aber das Ja. habe ich nicht können, weil ich Ja. irgendetwas anderes gemacht habe. Also wirklich, die Band, so schade, haben sie die nicht geschafft. Aber andererseits können wir uns auch glücklich schätzen, ist das der einzige Zwischenfall gewesen, was Bands anbelangt, oder? Ja, Im und für, ganzen Fans, Festival. und für Fans von Deutsche Bank auch ganz okay, weil der Ritual hat dann einfach länger gespielt. Ja, die haben sich bereit erklärt, um einfach ihr Set-Spann zu verlängern. Cooler Move von hast ihnen. du nicht zugeschaut? Nicht gross. 2-3 Mal durchgelaufen, wo sie gespielt haben. Du? Ich bin mal noch kurz da gestanden und habe mit dem Lukas von Gate Effect geredet und er hat das Gefühl gehabt, also er findet es geil. Nicht wegen der Musik, aber es ist irgendwie einfach geil. Okay. Es ist recht lustig gewesen. Der hat das Gefühl gehabt, er findet Punk halt einfach scheiße, aber Vodio schaut er jetzt trotzdem, weil es irgendwie geil sagt. Ja, also da würde ich mal so grundlegende Dinge überdenken, die grundlegende Haltung. Also, seine grundlegende Haltung ist halt, er findet die Musik richtig nicht gut. Aber Das gefällt trotzdem ihm gibt es einfach nicht. Bands, die gut sind. Ja, das hat er ja gesagt. Gut. Hat er gesagt, er findet Vodio gut. Okay, meinetwegen. Ich sage ja auch, moderner Metalcore ist scheiße und dann höre ich ihn trotzdem die ganze Zeit. Ja, gehst an jedes Konzert. Ja, nach der dritten Wahl, was haben wir für eins gehabt? Encore haben wir nicht können schauen, haben wir auch ein Interview gemacht. Ja, haben wir auch ein Interview gemacht, leider. Und dann sind deine Alkaline-Trio gekommen. Die sind Hau geil mal raus. gewesen. Alkaline Trio war sick gewesen. Hat richtig Spass gemacht zum Zuschauen. So schöner, melancholischer California-Punk. Auch Ja. schon wie so. Ich habe es Nico gesagt, es ist richtig gute Musik, um beim Sonnenuntergang draussen ein Bier zu trinken. Das stimmt, ja. Und perfekterweise war ja auch draussen Sonnenuntergang, gewesen, was sie gespielt haben. Also, Ja, sie haben den richtigen Slot verwünscht. Es war nicht Musik, wo man sich irgendwie die Köpfe einschlägt, sondern einfach ein bisschen dazu viben. Ja, also wahrscheinlich, ich nehme an, die kommen auch aus L.A. Bin mir nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich kannst du gut am Strand hängen und ein bisschen das hören. Absolut, ja. Ja, das war das gewesen. Und dann nach ihnen... Nach ihnen sind eben die Bridge City gekommen. Ich bin es nicht schauen. Hast du reingeschneugt?
Ich habe glaube auch irgendetwas anderes gemacht. Wir sind gegessen. Ja, stimmt. Wir sind gegessen. Wir sind mit den Jungs von Vodio, mit dem Ricky von Vodio am Essen gewesen. Und du und er haben eine relativ lange Diskussion über Slayer gehabt. Jawohl, aber eine sehr konstruktive, muss man sagen. Das ist wirklich gut. Also ja, es ist also sehr konstruktiv. Ja, was haben wir jetzt gesagt? Wir haben alle 3 ein unterschiedliches Album von Slayer als bestes Slayer-Album betitelt, oder? Jawohl, stimmt. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt World Painted Blood. Yes, der Ding hat gesagt Season in the Abyss, oder? Ja. Und ich habe das Gefühl, God Hates Us All. God Hates Us All ist das beste Slayer-Album. Sind ja 3 Wahnsinnsalben, so wie Rain in Blood auch ein Wahnsinnsalbum ist. Aber es sind ja auch alle sehr verschieden. Mega. Weil God Hates Us All ist ja fast schon ein HC-Album. Ist es so? Eben, wie du gesagt hast, New Fate und dann Payback, Warzone, das ist... Der New Fate ist so ein HC-Song. Ja, mega. So schön. Hauptsächlich, wir sind jetzt wieder nur über Slayer reden und nicht über das Grenchen. Also. Nein, das Grenchen ist geil, vor allem das Essen ist gut gewesen. Hey. Ja, und dann, wir haben aufeins Chili con Carne gehabt. Super. Hey, haben wir sonst noch irgendetwas passiert? So, abgesehen davon, dass ich habe das Gefühl, wir sind nur am Bands schauen und am Bands interviewen heute. Ja, also eben, wir haben dann mal noch ein bisschen Publikum interviewt. Stimmt, das haben wir gemacht. Wir sind um den Zeltplatz rumgelaufen und haben sehr, sehr interessante Leute angepöbelt. Jawohl. Und sind auch von sehr interessanten Leuten angepöbelt worden. Kann man sagen. Gewisse wären relativ hostile, wenn du mit einer Kamera rumrennst und fragst, ob du kurz interviewt werden. Ja, also da merkst du so, was der Urinstinkt in den Leuten vorgeht. Also Misstrauen gegenüber allem, wo eine Kamera ist. Genau. Es ist mega lustig. Aber ich bin kein Scheiß. Besser wie jedes Mal, wenn irgendwie ein Radiosender oder so rumsteht. Hey, können wir sagen, immer nein, sorry, keine Zeit. Aha. Dann musst du eben genau mal sagen, ja sicher. Aber ja, jetzt schon. Jetzt, wo ich einen Podcast habe, schon. Dann pitche ich jedes Mal den Podcast. Es kommt immer darauf an. Also wenn ich jetzt im Greenfield vom Blick angehauen werde, sage ich nein. Ja, dann rede ich höchstens über das Kulinarische. Über das Kulinarische? Oder über die Bands. Und wie haben sie jetzt nicht reinlassen, all die Uhren? Aber jetzt so, nochmal zurück zu was wir heute gemacht haben. Ich bin absolut nicht mehr brauchbar, merke ich jetzt gerade. Seit ich da angeguckt bin, ist bei mir fertig. Von dem her, wir haben jetzt schon 11 Minuten aufgenommen, das heisst, es gibt wahrscheinlich noch weitere 20, die einfach irgendetwas werden sein. Aber ich glaube, das sind die Leute bei Metal Servola, weil die anderen Podcasts sind die strukturierten. Von dem her, hau raus, was hast du sagen? Er hat ja gerade gefragt, was haben wir sonst noch gemacht heute? Ich habe noch einen wunderbaren Plüschtier unterschreiben lassen von Breakdown of Sanity. Ein Plüschtier? Ein Plüschtier, genau. Und zwar war das der Wotan vom Verein We Rock for Kids, der auch das Bullhead Festival organisiert. Den haben sie jetzt unterschrieben, Breakdown of Sanity, urschön bemalt. Und da gibt es bald eine Auktion, wo du den kannst ersteigern. Und der Erlös wird gespendet. Und zwar findet die Auktion auf We Rock for Kids im Instagram statt. Check it out! Geil, du bist super im Werbeplugs reinbringen. Kann ich dich mal kaufen, um ein Intro für eine Band zu machen? Ist wie schon passiert. Für alle, die wissen, wie das tönt, gebt einfach mal Eversis Polen ein. Irgendeiner hat das gefilmt. Geil, das muss ich auch noch anschauen. Ich habe es mal Janik Stimme in Polen. Das hat mir Janik geschickt und er hat so geil, der Brian als Intro. Herrlich. Ja, das war wirklich geil. Wir haben ein bisschen geschwitzt da rein. Ja. Es ist nämlich warm geworden, wenn die Sonne drauf geschonen hat. Aber heute ist es wenigstens geregnet. Ja, und es hat recht abgekühlt dafür. Ja, ich habe meine Jacke anlegen. Jawohl, es ist eher frisch jetzt, aber du, Festival, angenehmes Wetter. Genau. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, ich habe das heute dir Morgen schon gesagt, mir ist gerade heute aufgefallen, am Grenchen, die Mainstage, das ist nicht so eine klassische Bühne, wie so diese Festivals hat. Es ist nämlich etwa so ein Zelt, das gleich gross aussieht wie das hure Zelt am Greenfield, wo du kannst essen drinnen. Ja, und dort haben sie wie so eine Bühne reingeschoben. Mega schlau. Das ist hure gescheit, das ist voll geil. Es sieht auch irgendwie ein bisschen heimeliger aus, weil es hat so eine Form von einer Schür. Stimmt, ja, mit dem schönen Dach, hast recht. Ja, auf jeden Fall, die haben sich da einige tolle Kniffe überlegt, die grenischen Leute. Ich ziehe meinen Hut vor euch, weil irgendwie für alles haben wir eine Lösung parat. Jeder fühlt sich wohl. Es ist super organisiert. Wir haben einen scheiß Container bekommen, mit dem hätte ich niemals gerechnet. Wieso? Leni, danke, 1000, aber bist du eigentlich das Wahnsinnsalte? Uhyre gut, wirklich. Einfach so... Wir sind die Einzigen, die einen Container haben. Alle anderen hocken in Zelt. Ja, stimmt. Das ist verrückt. Wir sind eigentlich besser als alle anderen. Naja, wir haben dafür recht wenig Platz. Aber der ist in einem Container. Wir haben recht wenig Platz, aber der ist in einem Container. Das stimmt.
Das stimmt. Ja, jetzt so vom ganzen Festival. Und Wirklich dann müssen so. wir einfach schnell kurz darüber kommen. Wir müssen kurz mal darüber reden, dass wir gerade Breakdown of Sanity gesehen haben. Ja, Alter, also erstens mal, Silvan, ich finde es schön, dass du mal amigs einsiehst, dass du jung und dumm bist, du huren Idiot. Ich könnte dir eins klopfen, wenn ich dich vor 15 Jahren gesehen hätte, aber jetzt endlich. Ich habe jetzt endlich einmal ohne voreingenommen sein und weiss ich nicht was und irgendetwas, wenn ich mir jetzt mache, Breakdown of Sanity Show gegeben. Alter, what the fuck? Holy shit, Junge. ja, jetzt ist- checkst du, warum es Headliner-Status hat. Wenn es ums Headliner-Status haben, habe ich schon lange gecheckt. Das ist, weil mega viele Leute sie hören. Ah, okay. Ich habe nur nie den Zugang zu der Musik gefunden. Was sich jetzt geändert hat. Alter, das war ja insane gewesen. Bruder, es war ja insane gewesen. Das hat, also sorry, no offense, Brian, aber es hat wesentlich mehr geklopft als Hatebreed gestern. Das darfst du so finden. Also, nein, es rein, ist, rein akustisch hat es mehr geklopft. ja, weil es ist Hatebreed halt Wahnsinn. weniger Ja. halt klopft. Ja, ist es so. Es war wahnsinnig geiler Sound, super Lichtshow. Und Hey, die Lichtshow ist insane. ja, alle Musiker haben einfach absolut top performt. Die haben so tief gestapelt vorher, was da bei uns gehockt sind. Wegen, ja, nicht mehr so fit, wie wir jung waren, bla bla. Hure Seich. Und voll durchgegeben. Ja, und es ist auch nicht Playback. Das haben wir nämlich auch gerade herausgefunden während der Show. Weil Yes. kurz mal irgendwie, glaube ich, Gitarre ausgestiegen ist und dann auch so, okay. Aber eben, Breakdown of Sanity macht nicht Playback. Breakdown of Sanity spielt live und es fickt wie Sau. Oh yeah. Also es ist wirklich etwas vom Besten gewesen, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Das freut mich, Bella. Ich habe es auch wirklich genial gefunden. Das jetzt zum 3. Mal gesehen. Das erste Mal seit der Wiedervereinigung. Und es dürfen gerne noch weitere Mal dazukommen. Ja, vor allem, ich habe es den Nico auch gefragt, er hat sie ja schon elends oft gesehen. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er sie schon mal gesehen hat mit so einer Headliner-Production. Und er hat gesagt, nein. Und es ist komplett asozial. Es ist einfach wirklich, also... Er hat auch gestern keine Band gehabt mit so einer Production. Also es hat wirklich einfach mal alles in Grund und Boden gefickt. Wie hast du das so schön gesagt voran? Ich habe nur den Luca zitiert. Was hat der schon wieder gesagt? Ich weiss es im Fall nicht mehr. Auf jeden Fall war es vulgär. Es ist auf jeden Fall auf Video von unserer Kamera. Stimmt, Also, wir machen können ein es schönes nachschauen. Reel draus. Es ist einfach so du, was das wiederholst du etwa 18 Mal und dann so reingeschissen wird. Ey, nein. Hey, was machen die in diesem Backstage? Es laufen gerade etwa... Es ist gerade Ja, zählt. die Es sind etwa ganze Zeit. 1000 Leute mit Essen hintergefahren. Ja, anscheinend sind unsere Musiker noch hungrig. Vorher sind auch nur Schweizer Bands im Backstage am Saufen gewesen. Das habe ich mega lustig gefunden. Ja, die so im Gemeinschaftsraum sind es nur Schweizer gewesen, aber die geben recht durch. Und die Crew von The Warning. Ja, Was ich mega lustig finde, weil die Crew von The Warning ist einfach etwa 20 Jahre älter wie The Warning selber. stimmt, ja. Vielleicht ihre Dads. Wer Das könnte möglich? sein. Aber ja. Gut, das ist auch nicht so schwierig. Die Leute in der Crew sind ja sind effektiv etwa 20 Jahre älter. Wir sind etwa 40 gewesen, geschätzt. Ja, Das ist geil. Das ist geil. absolut. Also ich bin gerade kurz, ich bin so parat gewesen, um da jetzt 20 Minuten zu schnurren, aber irgendwie bin ich jetzt wirklich auf das Schnurren nach dem Tag. Ja, ich eben auch. Und ich meine, es gibt nicht mehr wahnsinnig viel zu sagen, weil das Festival hat von A bis Z alle Wünsche und alle Erwartungen, die wir hatten, übertroffen. Geht es dir auch so? Ja, Grenchen ist einfach wirklich mein Lieblingsfestival von der Welt. Das ist schön. Ich bin zwar gar noch nicht auf so vielen Festivals gewesen, außerhalb von der Schweiz. In Deutschland am Wacken. Das war Yeah. auch geil, gewesen, aber viel zu gross. Ja, ist Viel es zu so. gross. Viel zu gross, Alter. Wacken ist jetzt ja. Ja, genau. Jetzt ist es gerade fertig gewesen vorher. Fertig. Ja, also nein, nicht ganz fertig. Aber auch so wie da. Es ist nur noch ein paar Stunden. Ja, also dort spielt ja bis morgen um 2 wahrscheinlich. Ja, genau. Oder 3 oder so. Uiuiui, Silosis machen Soundcheck. Oh, Halatz. Ich bin ein bisschen Fanboy. Ja, und es ist die allerletzte Band, die wir uns noch werden reinziehen. Und das machen wir nachher. Jetzt. Sagen wir, machen wir es jetzt. Sagen wir einfach Tschüss Grenchen. Tschüss Publikum. Grenchen, es war eine Ehre gewesen. Danke alle Bands, die sind mit uns schnurren kommen. Fans, die sich Zeit genommen haben, um ein bisschen mit uns zu schnurren. Und die ganze fucking Crew, die das uns ermöglicht hat zu machen. Es war eine Hammererfahrung gewesen. Jawohl. Einfach nur Danke und viel Liebe von Metal Servola als Open Air Grenchen. Mua! Mua. Kuss auf euren Bauch mit Anlauf. Und jetzt kommt das Outro.